So! Startbutton gesmashed! Kittel sitzt! Bitch! Timmy Boy muss schon wieder zweimal einer donaten, weil er das erste Mal wieder zu früh geschossen hat, wie er sonst da immer! Warum hier mich nicht selber? Müssen wir wieder diesen hier? Komm, einer. Hallo. Hallo. Wieso hier mich nicht selber? Wenn ich mich nicht her, wenn ich mich nicht her, dann hört ihr mich auch nicht. Weißt du selber, was es ist? So! Habe! It's a me! 1 Bierger, 1 Montag, 1 Supermarket Simulator, die verschissenen Regale, rammen sie nicht von selber ein. Heute hoffentlich deren sie es am Schluss aus. Wir werden sehen. Timmy Boy! Merci wieder in Zwiegel. Grüß dich wieder heim. So, jetzt grüßen wir mal in den Haufen rein, damit nichts passiert. Habe die Ehre an den Fahrer, an den Tom, an den Geschwindler, an den Tarek, an den Blood, an den Mike, an die Waltra, Theresa, an den Fahrer, an den Maximilian, an den Griffin, an den Bambi, an den Herrn Tom, an den Mike, an den Benny, an den Waldi, an den Simon, an den Forest Squad. Jetzt muss ich scrollen anfangen, aber sonst kann ich wieder nichts mehr lesen. Stop! Stop it! Flo! So, haben wir wach! Flo! Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss. Mir ist wieder Mitgliedschaft. Was der Chat zum dort wisst, alle. So sieht's aus. Arbeitszock. Der geizig! Geil, so geizig kann man nicht sein, der Grippe. Merci dir. Ah, kriegst du auch Dritte. So schaut's aus. Habe die Flo, habe die Phil. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, habe die Ehre alle miteinander, weil sonst gibt's eine saubere Umdreh, die Edeka-Fotzen mit dem Lagerregal. Herr Diemen, Haut Meister, Brot! Erstmal ein Stück Brot, das ist das Wichtigste. Ja, heute auf das kein einziges Mal das Wort Brot normal fallen, das muss fallen, wie es fällt. Ja? Damit du dich auskennst. So, wie schauen wir aus? Mieze! Grüße Gott miteinander! Allerliebste Grüße aus dem Urlaub! Ihr verdammten Arschlöcher! Um das einmal mit aller Deutlichkeit festzuhalten! Ich mag eigentlich Urlaub haben! Gib Urlaub! Wenn ich in meine App hineinschaue, dann sagt man die in 103 Tagen und dann kriege ich es kotzen! So schaut's aus. So. Gehen wir wieder aufs Lober vom Gas. Herr Löffler, mir ist wieder 62 Monate, das ist absolut gestörte Scheiße, Marvel-Mania. Ich habe dritt aus dem Laster in Berlin, auf den Jena. Was für Laster in Berlin? Was ist denn am Laster in Berlin, Alter? Was macht's schon wieder für komische Sachen? Klar, Miezi, viel Spaß im Urlaub, lassen Sie sich's gut gehen. Löffler, Sepp, merci dir. Bambi, merci dir. Herr Stahlinger, habe dritt zurück. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Nicht vergessen, den Michi-Trottel wieder einstellen. Ja, das ist richtig. Ja, absolute Trottel. Ich sehe mich heute schon wieder den ganzen Tag um den Anflug, wenn der Doku ist, dann steht er dort und muss nach, bleibt bedienen, kriegst Kotzen. Vollzeichen, 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 Leerzeichen, 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 Vollzeichen, Leerzeichen, Leerzeichen, Leerzeichen. Vollidiot. Fällt dazwischen irgendwo. Timmy Boy, merci dir. Sebi, ein merci, ein Resub. Kuss auf die Nuss. Biergas, Brot, Bude. Ja. Schöne Wörter mit B. Bierger, Busen, Brot und Bumscontainer. Haben wir mal gesagt gerade. Not Was ist denn heute schon wieder? Seid ihr schon wieder Mitglied am Montag oder was ist mit euch? Jetzt soll ich besuchen, das glaube ich. Not the Rules, jetzt wieder Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Dem einzig wahren Squad auf diesem Planeten. Das muss man aber wissen, das muss man selber erfahren. So. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ist so wurscht. Habe die Ehre, Schafsterlagerist, da arbeitet da. Ja, ich bin dabei, ich arbeite dran. Nein, momentan arbeite ich nicht dran. Sorry, das ist das Einzige, was ich tue, ist ein Kittel erzählen. Brotzuschauer! Bitte ein Brot! Ich weiß nicht, ich hab's schon wieder aufgehackt. Die scheiß Liste ist auch schon wieder 8 Kilometer lang. Und sobald das erste neue Mitglied einer schwappt, dann ist es sowieso im Arsch. Ich weiß nicht, was da los ist. Es wird sich ja in dem Leben nicht mehr ändern. Sagen wir es endlich, wie es ist. Bringen wir es endlich auf den Punkt. It is what it is. Brotzuschauer, merci dir. Marc, merci wieder in Zwiegel. Servus, ich freu mich drauf. Nicht nur du. Das verdammte Spey eine Woche lang liegen lassen, das ist echt nicht so einfach. Das ist nämlich leider Gottes besser als erwartet. Bin gespannt, was wir dann die nächsten Wochen tun. Wir werden mal einen scheiß Dreck-Simulator nach dem anderen rausziehen. Irgendjemand hat mir einen Hairdresser vorgeschlagen. Da ist man Friseur, das wird gut. Ah, da brauchen wir gar nicht lang schmeißen, das wird gut. Das machen wir nächsten Montag dann. Mr. Gryffindor! Welcome to the Squad. Wird sie überhaupt noch fertig mit dem Dings da, mit dem Angerissen? Ich sag da keine Chris für den Herrn Gryffindor. Wieso nicht? Wieso nicht? Da fällt es aber auch irgendwo am Willen. Gibt's kein Stückel Brot? Timmy Boy, merci dir. Soll ich wirklich nochmal? Nein! Flo, merci für den Reset. Oh, jetzt Bumsbrot! Hashtag Bumsbrot! Ab in den Chat. Wenn man das schreibt, das müsst ihr selber herausfinden. Das ist höhere Grammatik.
Was ist das? Leider ist ja gut jetzt. Flo, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Jo, Rau, merci dir. Michael Mittermeier kommt zum Einkaufen vorbei. Hallo, Birger. Bitte ein Brot. Ja, das ist, wie alt ist der Witz? Der ist aus den 90er. Hat sich immer Hirn einbrennt. Das war das, was soll ich machen. Rotorex, merci wieder entwickelt. Derek Birkster, bin auch mal wieder live dabei, war letzte Woche leider in Kroatien am Meer. Ja, scheiße aber auch. So war schon die einzige Ausrede, die ich gelten lasse. Ich hoffe, du hast was beim Schnorcheln gesehen. Schöne Grüße nach Österreich, nicht Österreich. Rotorex, merci dir, Turbo. Servus, kennst du den Schmidbauer Mane? Ja, ich hab gehört, das ist gut. Hab ich gehört. Halbzeichen, Halbzeichen, Halbzeichen. Tja, scheiße, beim Euro lässt das nicht vor. Hat mir schon was denkt dabei. Tu dir nicht ab, Tobo. Ja, du warst Hanuta, merci dir, Nordrus. Oh, ein Schwitzer. Mehr Brot, 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 Brot. Brot, 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 Brot. Das soll man ein Lied schreiben, das heißt Brot. Na, das wird ein gutes Lied. Schöne Grüße in die Schweiz. Habe die Ehre. Fire down. Auf einen geilen Stream. Grüße aus Burg Lengenfeld. Burg Lengenfeld. Weiß ich nicht, wo das ist. Ich sag das freiwillig, was es ist. Ich tue so, als da das wissen. Schöne Grüße nach Burg Lengenfeld. Geht's euch gut da in die Glaubschau. Nur muss gut gehen. 25 an 2 und du weißt das. Alles, was im goldenen Rahmen erscheint, ist 2. Da muss man da anfangen, über sich selbst nachzudenken. Aber das ist ja dann nicht meine Sache. Firestone, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Dann beschwer dich nicht immer so viel. Okay, danke dir, Timmy Boy. Stefan, Servus, Hairdresser Simulator, das war dann wohl ich. Das war's dann wohl du, ja. Ist möglich, ja. Durchaus möglich, Stefan. Merci dir. So, haben wir's jetzt dann? Wir fangen am Punkt 10 nach Hause und schaffen wir einen Lageristen ein. Heute ist die letzte Session Supermarket Simulator aus. Es fixt mir heute wieder so hardcore, dass wir nächste Woche noch mehr Runden spielen müssen. Kann passieren, alles ist möglich. Am Mittwoch spielen wir übrigens Männerlords. Das hätte ich eigentlich schon früher spielen sollen. Alle spielen schon, alle haben begeistert und ich muss mich zwingen, dass ich mir wieder was anschaue, noch was anhören, noch irgendwas. Grüezi, fix nochmal. Gara, mir ist wieder ein Resub. Free me! Ja, der ist ja gerade free, aber den stellen wir gleich wieder ein. Der wird mit Zuckerbrot und Peitsche wieder hinter die Kasse geklemmt. Und jetzt, ja, was ist das? Den kriegen wir dann schon. Timson, mir ist wieder ein Resub. Wie schaut's aus mit Getränkemarkterweiterung? Weiß ich nicht. Gibt's die, oder was? Wir haben letztes Mal haben wir Biosaft. Ich weiß nicht, was ein Chemosaft ist, aber ja, doch, weiß ich schon. Der Monster zum Beispiel ist der Chemosaft. Der Biosaft ist einfach Orangensaft. Wir haben unser Getränkemarkt in unserem Markt drin. Timson, merci Austrian, Loki, merci der Chef. Heute mal live am Start für einen Einkauf bei Rewe Birger. Nein, bei Edeka Birger. Wir hassen Lebensmittel. Muss man wissen. Einmal Brot und eine halbe bitte. Eine halbe haben wir immer noch nicht. Bier gibt's keins, glaube ich. Ich glaube, wenn man da drin Bier kaufen kann, dann weiß er sofort in die USA ab 16. Kann es sein, dass das wieder irgendwie so eine Einschränkung ist? Ich weiß nicht. Der Marke schreibt, der scheiß doch auf die paar Pfund, mehr dafür als Jenny Fiers. Was, ich hab Fiers? Achso. hab ich kurz gebraucht. Oder ist schlecht. Der Chef. Hier, du Trottel. Elias mal bitte my Mom. Hey, Mom! Qualitätscontent sehen. Ein Stück Brot für die Mom! Qualitätsbrot! Ich weiß nicht von wem, ich hab's nicht gelesen. Moment. Scheiße, wer war das jetzt? Der Staudi! Staudi, Mann. Da gibt's Qualitätscontent. Es ist nur richtig, wenn Mams von ihnen Buben oder Mädeln da mit zuschauen, damit sie am Schluss dann sauber nicht drum futzen gehen können und PC- und Handyverbot für mindestens einen Monat. Ja? Schaut überhaupt nicht, wenn Mams einmal zuschauen, was sie ihnen Kinder für eine Scheiße anschauen. Schaut überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vollstes Verständnis. Wenn wir dann, weiß ich nicht, einen Monat lang 2, 3 Zuschauer weniger haben, dann weiß ich, was heute passiert ist. Tut mir leid, aber tut mir irgendwo auch nicht leid. Nix! Zwei! Aber jetzt kein goldener Rahmen ist! Achtung, jetzt kommt ein böser Witz. Aber jetzt, da werden wir wieder als Rassisten bezeichnet. Kinder im Stammbaum. Ja. Entfernte Verwandte, Hashtag schwarzer Humor. Haben wir schon mit gehabt. Aber ich lese ihn nur in aller Deutlichkeit vor. Wir nennen mal abgetriebene Kinder im Stammbaum. Entfernte Verwandte. Hashtag schwarzer Humor, der war wichtig. Aber sonst heißt es, wir haben lauter Rassisten. Rassisten, AfD-Wähler, Sexisten, alles hier. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Bonsai. Ja, verreckt, schon 33 Monate beim Birkbrot. Brot! Ich muss aber mal nachreden, wie viele Handen 33 Monate haben es? 2 Jahre, 3, nicht ganz 3 Jahre. Ich bin so schlecht in Mathe, das ist nichts. Ich bin prädestiniert dafür, Geschäftsführer zu sein, das ist gut. Zahlen im 10er-Bereich überfordern mich maßlos. Zeit, eine Filiale zu eröffnen und zu betreiben. Was wir übrigens in exakt 30 Sekunden tun werden. Sonntag, Ruhetag. Merci dir. Ein junger Mann wird an der Supermarktkasse gefragt von der Kassiererin. Sammeln Sie Treuepunkte? Nein, das ist Akne. Hä?
Na, selbst mit weiteren Bemühungen zum Verständnis der Pointe bin ich nicht befähigt, diesen Witz zu verstehen. Vielleicht hat ihn irgendwer beim Chat verstanden und hat lachen müssen, ich weiß nicht. Sonntagmittag müssen dir, Bonsai müssen dir. Der Dampfler! Du hast deine Versandkosten wieder, DHL. Dieses dämliche Arschloch, Alter. Ich kann so hart im Kreis kotzen, dass es später. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe jetzt kleines Bagel genommen. Steht aber heute nicht drauf, dass das der Grund ist. Ich habe keine. Es ist der Adresse unterstrichen und da steht keine Straße drauf, wo ich es hinschicken soll. Das steht einfach nicht dabei. Ich weiß nicht. Ich hab ins Etikett noch mehr eingeschaut, wie ich es gekauft habe. Das Ding, da steht es dabei. Ja. Lenzap! Gibt schon. Most mal in die Lizenzen schauen. Bäh! Ja, werden wir mal reinschauen, glaube ich. So! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wie jedes Mal machen wir das nie wie bei anderen Streamer, die 10 Minuten Totenstehen haben. Stream starts in 10 minutes. Und dann läuft der Countdown over, sondern das sind unsere 10 Minuten. Ne? Für neue Leute, die sich vielleicht fragen. Hä? Ich starte jetzt das Spiel und jetzt los. Die Donation Sounds werden jetzt ausgemacht. Dankeschön, Leute. Kuss auf die Nuss. 10 Euro, jetzt öffnet ein Landenzifix. Ja, Kruzifix, wir müssen mal ein wenig, wie soll ich sagen, eine künstliche Knappheit erzeugen. In die lustige Gedüdel schon wieder losgeht. Fortfahren! So, wie schauen wir aus? Hey, was ist da? Ja, Patch käme oder was? Man kann seinen Supermarkt jetzt umnehmen oder steht da schon immer Supermarkt? Und ich hab noch nie aufgepasst. Was ist mit den Schachteln passiert? Nicht so viel. So, was ist da schon wieder los? Da fährt wieder irgendein Trottel umeinander. Okay, passt. So, wir schauen mal aus. Wann haben wir letztes Mal zugesperrt? Oh, wir haben einen 32 auf dem Konto. Jawohl. Haben wir da sauber umeinander gerammt? Jawohl. Die brauchen einen Haufen Platz. Jawohl. Der Kass ist aus! Generell, glaube ich, müssen wir vor allem einmal eine Sache nachbestellen. Wasser braucht man, da ist nicht mehr viel da. Schaut mit Biosaft aus, da ist schon ein wenig was da. Ja, ich würde sagen, jetzt stellen wir erstmal wieder Michi ein, das ist immer das Erste. Oder sollen wir den ersten Tag selber ankassieren? Nein, das ist nix. Nein, das ist nix. Ich muss kann ich das eigentlich jeden Tag so zack, 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 zack machen? Es kostet jetzt mal $100, glaube ich, den Typen einzustellen. Ja, stell dich hin, Michi. So, Michi! Na, wenn du schon wieder drinstehst, wie ein Hungerhagel, da weiß ich was geschlagen hat, aber das hilft sowieso nicht. Weißt du, was der ich sag? Wir sperren mal straight auf, damit wir müssen hier, jetzt passen wir hoch. Das Einzige, was wir uns vorher noch anschauen, ist auffüllen. Was brauchen wir? Benötigtes Supermarkt Level 15. Okay, da ist nicht mehr viel hin, haben wir eigentlich quasi 14, wenn ich das so sehe. Smurf, merci für den Resub. Kuss auf die Nuss. Wir brauchen aber, das Ding brauchen wir. Ja, da brauchen wir das Lager und dann brauchen wir da wahrscheinlich auch Regale und den ganzen Scheiß. Deswegen schaut es einmal gar nicht, wenn wir erst einmal wieder warm werden. Ein wenig warm werden oder reinschauen, Geschäft aufsperren, ein wenig Monedos und dann schauen wir weiter. So, wir fangen jetzt dann gescheit an. Sollen wir einfach aufsperren und einfach so kaufen oder sollen wir erst kaufen und dann aufsperren? Kaufen wir erst. Ja, Pedomüsli. Wir kaufen mal alles so einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 Wagenkäse, 8, 9, 10. Max, kaufen. Friemel die Distanziale, das filmen wir da anschauen. Da, das fällt aber wie wenn man maximal kauft. Dann machen wir wieder zu. So, wir stehen wir beim Kaffeeschall. Machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oh Gott, Salz brauchen wir Salz. Lösch das Salz. Ich weiß nicht, dass wir 83.000 Pfund für das ganze Land Salz haben. Kein Mensch braucht auf dem Planeten so viel Salz. Eine mit dem Schund. So, 8, 9, 10, 300, kaufen. Kaufen! Da waren schon 5 Sachen drin. Wo waren 5 Sachen drin? Haben wir mir letztes Mal nur 5 Sachen eingekauft? Ja, dann haben wir zu viel eingekauft. Das hilft eh nicht. Das hilft eh nicht. So, und jetzt brauchen wir da unten eine Milli haben wir noch. Da weiß ich. Ein Apfelsaftal nehmen wir mit. Soda nehmen wir mit. Und weißt du, was wir noch mitnehmen? 2 Bagel Wasser. Nicht 2 Bagel Wasser, die kosten eh bloß 13,44. Haben wir es ja Schäkel aus, die Pfiffe, die ganze Scheiße. So, Michi ist da, Michi ist schon da. So, Mizi sind auch da. Und jetzt gleich können wir eigentlich einfach, sperrst du mich auf. Sperrst du mal die Bude auf und wir räumen gemütlich ein. So, aber das waren Nudeln, wenn mich nicht alles täuscht. Wo waren die Nudeln? Nudeln? Oh, die haben ein eigenes Nudelregal. Ach shit, die kriegen wir wieder alle nicht da rein. Kriegen wir mir... Nein, die kriegen wir... Ja, die pfeffert wir zum Nachbarn um, das passt schon. Wenn wir außer sehen, was wegschmeißen, du mit 10% Schwund müssen wir leben. So, haben wir sofort wieder drin. Das gute Olivenöl. Gute Olivenöl für 1950. Preise müssen wir kontrollieren. Ich glaube, ich lese schon im Chat. Aber was ist da los? Eine mit dem Mail. Eingesehen, die erste Kundschaft ist auch schon da. Gehen wir da, hier, schauen wir gut aus.
Das gute Turco-Cola. Ah, geht nichts über das Turco-Cola. Ja, das hilft jetzt auch nicht, dann werden wir erweitern müssen. Werden wir da mal erweitern. Also wir haben hinten da 25 Flaschen drin und in dem anderen 4 gefühlt. Außer mit dem Schund. Olivenöl, das habe ich vorher da schon stehen sehen. Das schaut doch gut aus. Jawohl, wegpfeffert den Dreck. Oh, der Michi hat alle Zeit der Welt. Oh! Geschnitten Brot! Füll das Lager auf! Mit Brot. Oh, was ich, bevor. Erst mal die erste und ein Käse. Das erste, was wir einräumen müssen. Wasser und Käse, nicht, dass da wieder irgendjemand umeinander pimmelt. Jetzt warte mal, kann man das so hinstellen, weil wir nicht sagt, ich kick's einfach über die Straße mit. Da schau ich. Muss klar. So, wo ist der Käse? Gib dem, wo ist denn der Still Käse? Das war doch über eine kleine Schachtel, oder nicht? Habe ich keinen Käse gekauft? Das kann ich mir nicht vorstellen. Käse wo? Was ist das da? Bio-Juice. Bereits kein Bio-Juice. Wieso kann man das nicht werfen? Wo ist denn der Käse? Im Rankan. Alter. Das ist überall nur 3 Pfund Wasser. Was ist das? Hä? Was? Wir haben da einen Käse gekauft. Ich bin doch nicht behindert. Also ich bin schon behindert, aber... Wasser. Wie viel Wasser haben wir gekauft? Wie viel Wasser haben wir gekauft? Ja, haben wir das wohl. Ich hab doch extra 5 Berge Käse gekauft. Oder nicht? Wo ist denn der? Der in den Haufen eingefallen, oder was ist mit dem? Was? Ich hätte so gerne ein Stück Käse. Dann stellen wir halt Nummer 1. Kruzifix. Scheißdreck. Oh, gesucht. 1, 2, 3, 4. Verkaufen wir 5 Käse. Du jetzt einen Käse, aber es ist wie narrisch. Da ist er. Vielleicht habe ich ihn bloß nicht gesehen. Kann auch sein. Kann auch sein. Haben wir Männer ein Stück Käse gehabt schon. Alle zufrieden. Sehr. Aber da hat wieder bloß 5 Stück drin. Ja, klar, dass ich da umeinander reden wie ein Volldepp. Bude gesteckt voll. So. Schaut mal gut aus. Schau mal. Oh! Petermüsli darf natürlich niemand. Was hast du nicht gefunden? Oh, der Agent Smith ist einer. Oh, ist gut über die Petermüsli. Eine in die Bude. Haben wir da. Reis! Es gibt Reis! Ja! Rein mit dem Schund. So. Müssen wir leveln. Looten und leveln. Dann auch wieder 5000 Kartonagen drin. Ja, müssen wir auch was für die Umwelt tun. Hoppala, ich bin gerade weggelaufen, Entschuldigung. Wollte natürlich nicht. Das Wasser ist schon von Nestle, oder? Nein, das ist von mir. Das kommt aus dem Regal ganz hinten. Aus der komischen Tier, die da vernagelt ist. Oh, der Trevor, ich hab ihn genau gesehen. So. Schade, das so. Gemütlich die Regale eingraben, das geht auch mal wieder. Genau mal wieder. Oh. Schöne Bio-Eier. Kann auch fast noch mal ausgehen. Oh, Regal voll. Der Mann ist voll. Von der Früh bis auf die Nacht. So. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Aber wie viel Wasserflasche ist, habe ich da gerade jetzt aufgefüllt. Weg mit dem Schund. Alter, der war noch halb voll. Wer war noch halb voll? Oh, der war tatsächlich noch halb voll. Ja, haben wir so. Produkte müssen gleich sein. Was für Produkte? Achso. Hey, war halt halb voll. Den nicht haben wir so. Kriegt man XP, habe ich gehört. Für Lebensmittelverschwendung. So, da wird noch mehr halb voll sein, was da umeinander liegt. Aber es läuft eh nicht an. Irgendwann kommen wir ein kleiner Chinesenbaum. Die Kassen sind voll. Kruzifix, Michi! Ich hab nichts gelernt aus deinem Rauswurf! Kruzifix. So, Wasser stellen wir daneben. Was ist die da? Berg Mille. Wo ist die Mille? Da ist die Mille. Eingemillt. Milli rein. So, wird schon passen. Wird schon leise. Tschüss dann. Dann haben wir da Premium Mehl. Auch wichtig. Alles wichtig. So, Nutella. Was hast du nicht gefunden? Turco-Soda. Ja, das Türkensoda ist natürlich zu teuer. Das ist ja klar, das ist immer zu teuer. Schauen wir mal. Kosten das Türkensoda. 2,50. Das ist überhaupt nicht zu teuer, lügen mal! Scheißdreck werde ich das übersetzen. Ja, der Teegel. Ja, freilich. Da haben wir 5000 Einheiten drin. Ist gut, dass das so schön balanced ist. Oh ja, noch mehr Wasser, weil da haben wir noch nicht so viel. Schnell wieder nehme ich. Kann sich Kundschaft dann selber. Ja, freilich. Freilich. Kann man so. Oh, schau her. So, schaut gut aus. Ja, freilich haben wir noch eins. Ah, wir haben Wasser. For days haben wir. Was ist da drin? Nix. Dann schmeiß weg. Du. Was ist denn? Weg mit dem Schund. So. Was hast du dich schon wieder beschwert? Der Tee ist jetzt da. Was du mir kannst. So, ja gut, der ist da. Gib ich zu. Was ist da los?
Frankie Boy! Merci für den Resub. Kuss auf die Nuss, Derry zurück. Merci für 43 Monate. Das Downlimit. Birkbert! Es gibt ein Mod, dass du mehr als nur 10 kaufen kannst. Bilber. Ja, es gibt auch Mods, die das ganze Spiel für mich allein spielen. Verstehst du? Verstehst du mich? Ah, es liegt mir sich auch schon. Lenk mich ab. Merci dir. So. Was ist am Ausgehen? Haben wir mir überhaupt die fetten Kohlen gemacht? 850. Ich hab doch die ganze Zeit bloß Geld ausgegeben. Alter, das muss das absolute Premiumöl sein da oben. Das bestellen wir noch schnell. Da haben wir gleich mit, pfeffern wir gleich mit uns rein. 2 mehr Olivenöl. Jawohl, nehmen wir gleich mit. Snooze Nu! Snooze geht aus. Wieso sagt mir das keiner? Snooze Nu. 2 Mal. Jawohl. Der Teller schaut gut aus. Salz schaut gut aus. Schaut alles gut aus. Kaffeeschal schaut nicht mehr so gut aus. Und das Premium May. Dort mal Kaffeeschal und ein wenig Premium May. Ja, hau her, bevor der andere zusperrt. Darf man sonst also den ganzen Tag den Scheißdreck da einrahmen? Weiß ich nicht. Vielleicht mal selber Kasse bedienen, dann warten die Leute einmal früher draus. Oh, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Oh, der Gute auf Wisch bestellt die Lavazzo, ich weiß nicht, wie er heißt. Ah, voll gut. Oh, die Kassen sind voll. Du bist gleich voll. Unterfe, du. Weiß aus Hui. Ah, ja, best game ever. Geile Einrahmen, was darf man sonst den ganzen Tag? So, jetzt könnten wir uns langsam mal Gedanken drüber machen. Ach, wir haben ja gerade erst Level 13 gewonnen, das heißt, wir haben ja gar nicht fast Level 14, dann müssen wir schnell mal. So, wenn der Freiweg wie es ist, dann müssen wir schnell mal. Kriegen wir eigentlich irgendwie XP, wenn wir die Sachen kaufen? Weiß ich nicht, wie kann man das beschleunigen? Was gibt denn die meisten XP? Let's exploit the game. Nimm doch von allen Produkten 3 Kartons bis auf Wasser. Dann muss ich aber 25 mehr bestellen, dann finde ich das echt nichts mehr. Jo, Snoo ist wichtig, Bürger. Ja, Dominik, da hast du absolut recht. Da hast du absolut von vorn bis hinten recht. Oh, hey, Misi einer gesteppt. So, die können wir wieder wegschmeißen. Ah! Wieso laufen die da über den Wind? Was hat mir jetzt wieder rausgeschoben? Was ist denn da eigentlich? Wer hat denn die wieder umgehauen? So ein besoffener Huren. Für Exploits musst du erstmal Yorkshire Tea ins Regal stellen, sonst kommt das Buffing Britain. Das stimmt. Eigentlich müssen wir den. Hat der das schon gespielt? Kann man mal reinluren. So, wie schaut's jetzt aus? Kinder, nein, das muss schneller gehen. Los! Hopp! Es ist jetzt so schade, dass ich ihm nicht einmal auf Zeit nehmen kann und sage, so, schau her, so, ding. Sondern ich muss mir jetzt diese Scheiße da anschauen, bis wir fertig haben. Kriminalfeier. Ah. Ja, dabei rennen wir draußen ein wenig zusammen. So. Oh! Der ganze Schachtel Cola fast weggeschmissen. Gut, dass wir geschaut haben. Mir, das hast du gewusst. Sagst du, was ist? So, easy. Schau her. Kann man das da oben aufstellen? Nein, kann man natürlich wieder nicht. Stellen wir da her. Hey, wir fahren das ganze volle Schachtel, was ich weiß. Mit durchwursteln, warte mal. Wird da noch was Gutes? Ist da was Gutes? Ja, ich glaube nicht, dass da was Gutes ist. Was denn? Selber abkassieren bringt viel XP. Sollen wir noch mehr einen Tag lang auspfeffern und selber... weiß nicht. Ja, je schneller das wir uns schicken, desto besser. Wie wird man Tag beenden auf Enter, gell? Da pimmelt man gar nicht mehr lang umeinander. Produkt nicht gefunden, 3, ja, das ist in Ordnung. Wir waren gerade bei mir und dann fanden die Produkte zu teuer, 2, dann fickt ihr mit einem Scheiß, geht's woanders hin. So, Bio-Juice, Salz, Öl. Schauen wir mal, 261, 284, 568 und irgendein Öl. Was das Öl oder das andere? Wir werden sehen. Oh, schau hier! Können wir direkt eine Euro mehr verlangen, das ist Wahnsinn. So, da zipft man mir gar nicht lange umeinander. Es ist eigentlich alles so gut wie da. Sperr auf. Und wir kaufen einfach von allem. Kauft man Brot und Öl. Brot und Öl. Da geht ein Haufen ins Regal rein. Das passt da. Nur mal 3 Bagel Brot. Und 3 Bagel Ei. Was haben wir noch, was so ein bisschen auf der Kippen steht? Oh, da kommt der Trevor. Der Trevor kommt. Rennt uns die Bude rein. Snoo, Käse liegt im Haufen. Wo liegt Käse im Haufen? Ich sehe hier keinen Käse. Wo ist hier Käse? Ich sehe hier keinen Käse. Ist hier irgendwo Käse? Ich kann keinen Käse erspähen. Aber irgendwo, ja, musst recht haben, irgendwo muss da. Oh, da haben wir noch ein bisschen was. Bio-Juice. Den können wir gleich wieder einräumen. Hier geschenkt wird nichts. Den finden wir schon wieder. So, Taxi. Springen wir da mal ein bisschen auf der Müllschachtel umeinander. Schauen wir, ob wir noch irgendwas erspähen können, was wir weggeworfen haben. Nein, du effizienter wird. Da ist noch was. Da blüht. Ha! Da haben wir noch eine Flasche hergefunden, das Gute.
Das Gute vertraust. Ja, gut, müssen wir stellen wir durch. Ist wurscht. Hilft nicht. Da ist noch Saft draußen. Safti draußen. 6-mal Saft. Saft habe ich gefunden. So, wie schaut's aus? Brauchen wir die fetten Monedos? Fetten Monedos auf die Schnelle. Ohr kann man abstellen. Eier! Brauchen Eier! Und nur ein Bagel Kaffee. Das ist nur 2 Bagel Kaffee, dann wieder länger heute. 1, 2 und dann tun wir noch 1, 2. Ja, haben wir schon voll, hilft eh nicht. Haben wir Eier. Eier, wir haben Eier. So, nein, nicht dabei umfallen, das ist nichts. So, eingraben den Schund. Gute Frau, gehen Sie mir auf Zeiten jetzt da, da kannst du das. Ja, jetzt ist es einfach zur Schachtel ausgenommen. Das ist die Hure. Was ist denn das jetzt wieder? Was ist denn jetzt wieder passiert? Hat jetzt da irgendjemand wieder eine Schachtel davon gezaubert? Ich hab's genau gesehen. Was genau gesehen? War noch passiert, aber ich glaube, dubiose Sachen. Oder Fridolin, der Eierdieb. Hat die Eier weggeglitscht. Wie der Witty. So, jetzt hat er eine Pfeffer den Schund. Jawohl. Dann schauen wir gut aus. So schauen wir auch gut aus. Jawohl. Mein Gott, ich bin so gespannt, wie der Lagerist arbeitet. Ich sag's dir, Michi, der Lagerist bin genauso arbeitet wie du. Können wir es gleich bleiben lassen. Was soll ich liegen und stehen lassen? Wir haben Kasse 2 für sie geöffnet. Das ist auch eine Überlegung, aber die kostet auch wieder so einen Haufen Geld. Das investiere Turco-Soda ist zu teuer für mich. Gut, fix, das ist jetzt schon wieder, das ist doch derselbe Trottel wie vorher. Das ist doch derselbe Vollidiot wie vorher. Oder? War ja nicht. Das Ölregal ist auf alle Fälle pumpenvoll. Mit dem Mann. Ja, Mann-Witze gingen eigentlich einfach immer. Muss man wissen. Ja? Ja, na, so schön geschmacksneutral. Ja, gelten für jeden. Hey, was? Du haben wir keinen Platz mehr für Brot! Das ist so wunderschön. Wir haben Level 14. Wunderbar. Musik auf Zeiten jetzt da. Was tut denn da wieso? Ja, schauen wir mal wieder eine Wasserflasche, Bagel, Lagerung. Nein. Kauft mal mehr Wasser jetzt hier, geschissene Fitnessnudeln. Nicht bei Türken-Cola nachschauen, wie viel das kostet und dann mitnehmen. Ja, dann setzt man sich halt ein wenig an, was soll ich machen? Nehmen 2,35. Billiger wird's nicht mehr! Achso, da klangst du gleich. Oh, ist eh klar. Hallo. Ja, Bagel Soda, bitte beehren Sie uns bald wieder. Oh, wird schon. Haben wir straight auf dem Weg, Level 15, kriegen wir schon hin. Matthew! Aber die Bürger bin ich leider nicht dabei, aber viel Spaß. Hashtag Nachschau, Squad und scheißen 50er einer. Den ich nicht mitkrieg von lauter Regalrahmen. Was ist mit dir? Ich hoffe, du bist noch da. Du Kackfrisur! Ich glaube, die Ansage habe ich letzte Woche schon mal gemacht. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Darum speisen wir jetzt einfach. Und sagt, Mr. Matthew, fühlen Sie sich vom Vergangenheitsbürger in die Zukunft gegrüßt beim Nachschauen dieses wundervollen Qualitätscontent. An der Stelle wünsche ich übrigens auch noch mal allen Mamas, die gerade zuschauen, viel Spaß. Und die sich vielleicht fragen so, was zur Hölle schauen wir da an? Ja, ruhig mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mr. Matthew, kurzes Bussi. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schluss damit. Diese hohen Beträge sind zu übertrieben. Danke dir. Rechnungen musst du zahlen, schreibt der Balthasar. Ja, der hat absolut recht, der Typ. Absolut recht hat der Typ. Walter, Rechnungen, ja, 30, haben wir. Schäkel, Motherfucker. Miete, nehmen wir auch mit. Passt schon. So. Wir brauchen 800 fürs Lager. Jetzt können wir uns mal so langsam Pi mal Daumen da herantasten. Was brauchen wir überhaupt? Kohlen, um das Lager zu bewirtschaften. Wir brauchen 800 fürs Lager. Dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da braucht man dann diese, die Maybe-Dinger da braucht man dann diese kleinen Regale, oder? Da wo man dann die Schachteln aufstellen kann. Oder gibt es da extra ein Regal dafür? Das werden wir dann herausfinden, ist ja wurscht. Man kann ja das Lager einmal kaufen, dann ist es einmal da. Wird schon passen. Dass er mir beim Kassieren nicht das Gesicht einschläft, da kann man mal sauber die Umdrehung geben. Da schaut er noch. Ich hätte den ganzen Tag so viel Kreuz, wie das ganz aus ist. So viel Kreuz wie den ganzen Tag das ganz aus ist. So, kriegen wir jetzt einmal eine Schachtel Wasser weiter. Ich glaube schon. Pfeffert wir da um. Was haben wir da? Ach so, nur eine Schachtel Wasser. Ja, weil das hat die erste Jahr nicht gelangt. Muss ich jetzt da, warum kann ich das nicht platzieren? Die Kassen sind voll. Und es rendiert sich halt nicht, eine Kasse zum Kauf von einem zweiten Kassierer. Beziehungsweise vom zweiten Kassierer sind wir auch noch einstellen. Oh, da sind wir noch 6 Level weit weg. Den kriegen wir mir nicht mehr zu Gesicht, Freunde der Sonne. Außerdem muss ich da selber noch alles Kleider kassieren. Muss ich mich wieder auspfeffern. Geh Michi, geh weiter, das ist ja wirklich ein Trauergespät.
dauert alles ewig. Was ist jetzt da eigentlich los? Es geht da mal jetzt irgendwas aus. Das können wir noch nachfüllen. Ausgepfeffert mit der Schachtel. Danke schon. Mr. Smith kommt noch schnell zum Spätnachteinkauf. Die Lagerregale. Du trägst den Scheiß ins Lager und der Hiwi vom Lager in den Laden. Ja, das weiß ich schon. Aber, was sind denn die Lagerregale? Das sind die Dinger da, oder? Kleines Regal. Oder macht sie dann einen extra Shop auf für eben Lagerinventar? Was ich mir durchaus auch vorstellen kann. Wir haben ja 1300, was ist der ISO? Kauft das scheiß Lager jetzt. Da! Ein Lager kauft! Benötigt das Supermarkt Level 7. Kaufen Sie diesen Abschnitt, um Ihren Supermarkt zu erweitern. Was? Hä? Jetzt warte mal. Wo ist denn das Lager? Das ist nebenan draußen, glaube ich. Ob ich das jetzt gekauft oder nicht? Ja. Hat das Lager kein Licht oder was? Muss ich jetzt extra ein Licht kaufen? Bist du besoffen? Ja, Grutzi, fix, was ist denn das für eine Bude da neben Steckdosen? Ja, aber. Ach komm, Michi, Alter, das ist. Sag das, wie es ist, Michi, morgen musst du gehen. Nein, du musst gleich gehen. Das ist ein Wahnsinn mit dir. Hau ab! Schau, dass du lang gewinnst. Schau dir so. Ah nein, ich muss wieder selber die scheiß Behindertenbeträge eingeben. Ja, dann werden wir schneller! Schneller! Oh, kassier! Da darf ich auch im Boden schauen, du Halbnocker, die Scheiße aus Ruhe. Grutzi, fix nochmal für Zwiegel 50 mal Katze nicht mehr auf. Na, schön. Wie viel haben wir? 6? Was 6? So. Ja, kriegen wir schon. Krummenalfer, du kriegst einen Euro. So, los geht's. 1,20 €. Ach, die muss ich so wieder da rausgehen. Das ist ja sicher eine Behinderung. Schau, dass du lang bist mit deiner Scheiße, mit deinem behinderten Pocket, du Dreckstepp. 20 Kaum! Gib mir jetzt bloß eine Karte. Warum zahlen denn eigentlich alle bloß noch Cash jetzt? Ich brauch Geldkarten. Ich schwör's dir, du Scheißheidel. Genau. So, der Brave. Ah! 5 vergessen. Entschuldigung, ich ging nicht mehr vor. Hab mich leicht ablenken lassen. So haben wir's jetzt! Fix, Alter. Michi ist wirklich eine Träne. Das ist wirklich zum Davonlaufen! Wie plus 64 plus Profit? Achso, ja, wir haben ein Lager gekauft. Entschuldigung, ich vergaß! Wir finden die Produkte zu teuer. Da kannst du mir am Arsch lecken. So, neuer Tag, das Glück. PBs Erdnussbutter. Preischeck. Oh ja, das für dich. So, jetzt haben wir heute das Problem. Jetzt muss ich da wieder alles einkaufen und einräumen, bevor ich aufsperren kann, weil sonst kommen wieder keine Minuten ankassieren. Oh Gott, das ist ein scheiß Regal, ist einfach komplett leer. Und wir haben 900. Ja, jetzt wirken wir auf. Jetzt kaufen wir uns mal zuerst das Regal. Tischen wir ein Regal her. Muss ich jetzt, es macht sich da nichts Neues auf. Also ich brauche ein Regal. Ich nehme mal ein sicheres Regal, das wird dabei, wir haben schon gelangen. So, und Licht brauchen wir auch. So, das kaufen wir jetzt einfach mal, kostet Zwiebel zum Herliefern, den gehen wir uns gerade noch leisten. Für das haben wir hart geschuftet. So, jetzt gehst du mal her da. Und dann haben wir, dachte ich mir. Das heißt, den pflanzen wir jetzt da ins Eckerl rein. Okay. Und dann haben wir da ein Licht. Brauchen wir natürlich schon. Da tun wir ein Licht rein. Brava gibt es einen Lichtschalter auch zum Eistüdeln. Oder muss ich den von hinten einschalten? Das hat nur Sinn machen. Ja, natürlich macht das nur Sinn. Ja, den schon drehen wir jetzt mal komplett voll. Das haben wir alles. Ja, ganz ehrlich, dann kaufe ich jetzt für alles einfach 2 Bagel und Ramei. Was da denn sonst? Das ist aber, ich muss es jetzt, bevor ich da durchpimmelt, was ich brauche und was nicht. Weil geht scheiß weit unter. Müsli, Brot haben wir genug, das weiß ich. 2 mit Mehl, Öl haben wir auch genug, das weiß ich. Nullen, Snusnu. Wasser haben wir genug, Kass, glaube ich, haben wir auch noch genug, Kaffee, Eier, Milch, Tee, Erdnuss, haben wir letztes Mal festgestellt, das heißt Erdnuss und nicht Erdnussbutter. Ja. So, wo haben wir stehen bleiben? Erdnussbutter, dann nehmen wir Mehl, Öl, dann haben wir 2 mit Öl, 2 mit Spaghetti, Reis, Salz wieder auch, wenn nicht mehr, Saftal, Soda, das da, wo haben wir stehen bleiben? Ja, passt schon, rein in die Bude. Oh, jetzt geht uns Kohlen aus. Kohlen geht aus. Apfelsaftal. Milli nehmen wir auch mal wieder mit. Und das nehmen wir mit. Ja, easy. Kauf der zweite Kasse an einer im Miegel arbeiten und wenn du gleich zu viel bin, machst du die zweiten Kasse auf und stellst du selber hin. Ja, jetzt haben wir erstmal Waren einkaufen müssen. Waren! Wir brauchen die Waren! Achtung! Jetzt müssen wir es erst ein bisschen einräumen. Scheißdreck.
Kühlschrank kann man brauchen. Kruzifix. Habe wieder alles blind gekauft. Da, Salzstrahlen. Ich kann so schnell kann ich gar nicht klicken. Also ich kann schon so schnell klicken, aber das Spiel mag nicht so schnell wie ich klicke. So muss ich sagen. Und da, ja, der Tätschal, das füllen wir jetzt auf, sperren wir auf, kassieren wir selber, wir haben Level 15. Morgen gibt es dann wieder ein Michi zurück und einen sauberen Lageristen. Ha? Ja, mal ein wenig. Dass wir vielleicht auch mal ein bisschen mit Geduld spielen. Ha? Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, wenn wir mit den Lageristen haben, haben wir es durchgespielt. So ein bisschen. So, dann ist alles nur noch eine Frage der Zeit. So, jetzt haben wir die Türkencola, die kann man brauchen. Das ist die gute. 25.000 Einheiten drin, die brauchst du nicht oft nachkaufen. Was haben wir da? Die großen Milli-Dinge. Jawohl. Die kriegen wir sowieso. Ist da jetzt wieder was drin oder nicht? Nein, sagt wieder kein Mensch nicht. Weg mit dem Schutt! Im Nachschau-Squad am Start, let's kassieren. Weiß ich nicht, was du damit sagen willst. Klick im Aus, dass sie draufbleiben, rammt automatisch ein. Oh. Ernsthaft? Naja, nach 8 Stunden Playtime kann man das schon mal. Habe ich natürlich gewusst, das muss ich die ganze Zeit schon sagen. Muss man wissen. Die Frage nicht. Verstehe die Frage nicht. Ist jetzt da noch was drin oder nicht? Ey, diese scheiß Saftal, das nicht sechs, dass das Ei und ausrammst. Ich scheiße ja vor das Haustier. Scheiß Drecks Bio-Juice. Ah, easy. Ja, das macht das Leben einfacher. So, wie es ist. Oh, gut aufpasst. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Der Purex. Ja? Auch schon wahrscheinlich wieder 400 Stunden Playtime in dem Spiel. Normaler Mensch findet das gar nicht raus. Normaler Mensch findet das gar nicht raus. So, stellen wir Cola auch daneben. Ja. Auf, so ist das stehen, du Zipfel. So, was haben wir da? Nudeln! Oh, Nudeln! So, weg mit dem Schund. Was haben wir da? Oh, das Billumei. Billumei haben wir nicht mehr viel. Billumei haben wir nicht mehr viel. Ah, die guten Elo-Trans-Spaghetti. Gegen Koda. Was haben wir da? Ah, da haben wir noch ein Bagel Billumei. Das habe ich fast einfach auf die Straße geworfen. Oh, oh, oh. So. Oh, da haben wir auch sauber zu viel. Ja, das stellen wir alles da am Pony. Das ist scheiß wurscht. Das ist scheiß. Oh, das haben wir noch. Machen wir wieder zu. Machen wir wieder zu. Oh, so. Easy. Oh, mei. Rein damit. Schauen wir gut aus. Weg mit dem Schund. Gibt's Leute, die es wirklich in die Mülltonne schmeißen? Seid ihr ehrlich? Stell halt die Kisten ins Lager. Na. Da muss ich es bloß selber wiederholen. Da muss ich es bloß selber wiederholen. Aber kommt noch, wenn wir dann einen Lageristen haben. Dann räume ich, da muss man nämlich dann die Straßenhälften voll. Oder schmeißen die das dann weg? Bleiben dann die Lagerschachteln im Regal und ich bin dann der Lageristen-Depp und muss das herrichten oder wie läuft das dann? Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Wir werden es herausfinden. Lecker Bio-Ei. So, ist jetzt die Bude gestopft voll. Sperr auf den Bums. Sperr auf den Bums. Schau mal gut aus. Schau mal gut aus. Ich probier's mal was. Warte mal. Das haben wir noch nicht gemacht, für das haben wir das Lager gekauft. Aha. Da schau hin, sogar mit Etikett. Tust du bei der Inventur leichter. Ja, ich wirf's in den Mülleimer. Im Proxys glaube ich nicht. Stefan schreibt auch, ja, wandert immer in den Müll. Nein, glaube ich eigentlich nicht. Das tut doch keiner. Jetzt mit da so. Ja, fangen wir mal an. Immer, ja, das machen wir am Schluss dann. Da füllen wir dann einen Stream damit auf. Qualitätscontent, wie gesagt. Preise angleichen, das ist einmal ein guter Punkt. Mal ein bisschen durchgehen, mal ein bisschen schauen, was da so los ist. Schaut gut aus. 5,10 €, 5,50 €, 5,04 €. Da, hier, machst du 5,50 € draus. Easy. Mehr Cash. 10 irgendwas auf 11, 6 irgendwas auf blub. 2,75 €. 4,58 € auf 5. Was mit dem Stück Käse? Oh, der ist da. Ja, der ist da. Da machen wir 3,50 € draus. Dann machen wir einen 3,50 € draus, sonst wird das nichts. Dann haben wir 4,60 €, 3,25 €, 4,89 €, 2,61 €. Oh, dann machen wir doch 3. Geradeaus 3 fürs Salzstrah. Sehr gut. Peter Müsli. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen da. Nein, das ist okay, das lassen wir. Also die scheiß Müsli. Oh, da haben wir Snus da geworden. Wegen Snus, was ist mit dir? Hast du Schlaganfall im Eckend oder was? Was? Hast du gesagt? Da ist irgendwo. Ach, die Kasten sind geschlossen. Was muss ich denn machen? Stellt sich halt da noch, ihr Trottel.
7 Euro, 3 Euro, nein, ja, das schaut jetzt gut aus. So, Kassiererei. Headshot to you. Ach komm, Alter. Welches Arschloch möchten 64 Euro irgendwas für Klump? Was wird rein los? Ja, Leute, die mit der Kartenzone haben wir am liebsten. So. Eine kassiert ins Viech. Ach komm, was sind das für Arschlochpreise? Ihr Kackfrisuren! Was? 15. Hau ab! Mann, Michi! Michi, kannst du es wieder machen? Mann, Michi! Wieso kann ich an der normaler Kasse nicht? Boah, lecker, Alter, was hast denn du vor? Da fällt der Wodka, guter Mann. Wodka O! Ja, machst du einen Wodka Mill. Zur in Ordnung. 56, 70. So lass ich mir das ein. Schau dir das an. Ja, die fetten Monetos! Biergers Wucherbude, ja volle Kanone. Jetzt so gar nicht da. Muss auch irgendwie Wurst aufs Brot bringen. Was ist mit ihm? So daher. Ich hoffe, Sie waren zufrieden mit Ihrem Einkauf. Das sind einmal massive Dämpfmiete. Aber das lenkt einen Pro-Gamer natürlich nicht vom Kassieren ab. Dann sag ich was da. Ach komm, da werden die Arschlochbeträge. Hör ab jetzt damit. So, ja, 3,65. Abflug jetzt! So, ja, mit der Karten war ich narrisch wie, Dankeschön. Komisch, die mit der Karten haben wir gerade Beträge. Die Arschlöcher, die mit Klargeld zahlen, die muss ich da über irgendeinen Scheiß auspfriemeln. Fix! Geht eigentlich irgendwas aus, muss man nachbestellen. Na, schau, komm, was ist denn das alles, Alter? Ah, Kartenzahlung, das ist gut. Dann hab ich jetzt 50. Ich brauch die fetten Moneten aus, ich muss morgen wieder Michi einstellen. Ich weiß nicht, wann es Michi endlich einmal zu blöd wird, dass er 120 am Tag verlangt. So, Brot und Pedomüsli. Passend! Die erste alle, die es mir passend herhalten, da sag ich, heißt auch passend zurück. Oder das waren 95 Cent, nicht 95 Euro. Was? Hab ich grad. Ja, dann hab ich mich vertan. Die hat eine Kundenkarten. Die hat 800% Rabatt auf alles gekriegt. Das hast du bloß wieder nicht gesehen. Ahnungsloser. Du der Ahnungsloser bist du. Ahnungsloser bist du! So, 50 geil. 50 geil, passt schon. Dafür bescheißt mein Rest. Ja, toll, für die geschissene scheiß E-Flasche. Stricke ich nicht mit Hint aus. So. Ja, mit dem Schund. Jawohl, so ist brav. Oh, Handschuhe wieder rein, ist schon wieder vergessen. Passiert die Besten. Ich glaube, jetzt hast du statt 95 eine Tour gegeben. Ja, passiert. Jetzt habt ihr es nicht gesehen, die hat Kundenkarten gehabt. Ne? Wir hassen Wechselgeld. So, 2 Euro, was? 75 hasse ich den Schund. So, 2-mal Brot und Bio-Juice. Abflug! 800% Zusatzwert. Ja? Bei uns gehst du mit mehreren heim als kommst. Das ist halt so. Das verzeihen jetzt Leute draußen weiter. Dann kommen mehr Kundschaft, das wisst ihr ja bloß nicht. Das ist der super brutal Exploit-Hack. Ach, Alter, für eine Flaschen Cola, hau Alter ab dann, du Trottel. Was ist denn mit dir? Lagernde Depf, ja, ich hab mich ablenken lassen. Was wird die Besten? Also, ich wollte natürlich auf das 50er drucken, aber was auf den Schein drückt. Ja. Komm, was blendet mir jetzt? Du, stell dir Tüten jetzt, wenn ich so blend. Oh, 32 reingecasht. Wie schaut es aus mit dem Level? So unfassbar viel mehr XP gibt es, glaube ich, auch nicht, aber das Gefühl, ich weiß nicht. Ah, 3,15 haben wir. 3,15. Leck mir am Arsch, was ist das für ein Graffi da? Oh, ein Haufen. Oh, ein Haufen. Ich krieg, glaube ich, pro Abkassieren kriege ich 5. Was ist ein SP? Keine Ahnung. Entschuldigung, warten Sie mal kurz, ich schalte das Licht ein, damit Sie das Pedomüsli finden, das ist wichtig. Ja, das schaut doch ganz gut aus. 3,65. So, jetzt schau es lang mit deinem Gruschgeld da. Haben wir es jetzt bald? Das ist ja nicht mehr. Simmi! Ich muss noch 2 Stunden in ihrer Scheißbude mal lachen! So ist brav, Hammer. So ist brav. Gib doch das Restgeld in 1 Cent Stücken ab. Achtung. So, gute Frau, überleg dir jetzt gut, was du mir gibst. Ja, das könnte jetzt ein wenig dauern. Oh, wie hoch kann man das stapeln, meinst du? Ja, wenn man oben bleibt. Na? Ah! I can click. Wird Cent her, stapel da kommen. Ah!
Hast einen Zwill. Du kannst drauf sitzen. Bringt Spaß. Das ist das sogenannte Spaß-Cent. So, das ist 2, das ist 40, 1, 2, 3, 4. 75 Cent, weil wir nochmal von vorne. Da! Ich klick mit Zahlen! Ich kann den Turm nicht mehr sehen! Ich kann die Spitze des Turms nicht mehr sehen! Ich kann sie nicht mehr sehen! So, viel Spaß damit, es kommt davon. Scheiß Landkunst, du Scheiß aus Ruhe! So. Wieder ein unnützer Skill gelernt. Oh. Ja, jetzt sehen halt Schengen, weil ich zu faul bin, dass ich jetzt den scheiß Center, ja, brauchst du mir nicht so schauen. Weil, voll gleich da, hau ab! Hau ab, das 10 halt Schengen da, nix mehr passt schon. Normal bin ich, ja, ist ja wurscht. 50, 60, hau ab jetzt! Das ist ohne Scheiß die Klickerei nicht wert. Gestungens Dreckszehnerl schiebst du in. Ach Leute, ihr geht's mal auf den Sack mit deinen Behindertenbeträge. Bibidi 220. Abhauen jetzt. Ja, Gott ehrlich, ich muss wieder irgendjemand mit Karten. Bitte zahlt jetzt alle nur. Mein Gott, ihr geht's mir so auf den Sack. Da 25 Cent, hau ab jetzt. Ohne Scheiß, ja, Dankeschön, Miete. Ah, Anzugträger, du zahlst mir sicher mit der Karten. Natürlich tust du das, du bist der Gute. So, 2 von der Cash in der Kasse, jetzt schaust du das Land gewinnst. Kruzifix, ich möchte zusperren, kennst das? Es ist so anstrengend. Mach 2 draus, dann hat Amerika wieder 2. Nächsten Tag starten, 2 von der Cash, reingecasht, plus 300 Profit. Warum haben wir so viel? Ach, wir haben so viel bestellt, gell? So, das Snoo, Puderzucker und Brot ist schlecht geworden. Hat's geheißen. 5,37. Kruzifix, da machen wir 5,60 draus. Und was war das andere? Brot! Hat sich auch verschlechtert. 4, da! Machen wir 4,50 draus, aber was ist besser geworden? Das habe ich jetzt übersehen. Habe ich mir wieder nicht in mein Siebgehirn eingeprägt. Wo ist denn, das steht doch nochmal da über herin, oder? Ja, Snoo schlecht, Brot schlecht, aber irgendwas ist doch gut geworden. Irgendwo ist doch der Preis gegangen. Als fairer Ausgleich, also, da bin ich blind. Ich bin blind! Rund die Preise wieder auf 99 Kind. Das ist so fett zum Tippen, Mr. Übo. Und das werde ich mir nicht gewonnen, du wirst Forever YBO heißen. Irgendwas ist doch gut. Der Mulch ist besser geworden, schreibt er. Tatsächlich! Es ist einfach mitten da, ich hab's nicht gesehen. Was? 95 Cent ist aber so eine billige Milli. Außerdem ist da gar nicht mehr so viel Milli da. Na, noch das nächste. Das ist ja mal noch das nächste. Ja, ab jetzt mit dem Milli-Scheiß. Schauen wir da aus. Oh, ja, gehen wir gleich mal 3,30. Easy! So, haben wir da was zum Einräumen? Keiner kauft die Schund-Cola, Alter. Was mit dem Wasser? Da kriegen wir auch nichts ausgeklärt da. Kruzifix. Jeden anderen Scheißdreck kaufen sie, da wo ich bloß 1,5 Teile in der Schachtel drinnen. Ist mir wurscht, ob da jetzt noch Wasser drin war oder nicht. Da war keins mehr drin. Und du hast es genau gesehen. So. Was haben wir da sonst noch so? Das können wir ausleihen. Jetzt stellen wir mich wieder ein. Dann wären wir schon Level 15 im Laufe des Tages. Ja, ob da noch was drin war oder nicht, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Michi, du musst wieder kommen. Michi, du musst wieder kommen, die Leute sind so behindert. Ich warte auf die. Einstellen. Ich warte auf die. Ja? Es tut mir wirklich leid, das ist ein Kommen und Gehen. Ja? Es ist ein Geben und Nehmen. Und wenn halt du nicht in der Lage bist, dass du um 9 Uhr fertig bist mit den Leuten, dann musst du halt wieder schnell gehen. Das hilft halt nicht. Ja, das hilft halt dann nicht. Ich glaube, dass man mir schon wieder auf Play drücken kann. Ja? Ich mein schon. Drücke, hau ihm rein. Was müssen wir bestellen? Mehl! Wir kaufen auf alle Fälle mal Mehl. Müssen wir auf alle Fälle noch ein paar Sachen. Zweimal das. Ist ein guter Kaffee. 2-mal Kaffeeschall. 2-mal Kaffeeschall. Was haben wir? Nutella. Habe ich genau gesehen. Das ist noch pumpenvoll. Nutella und Milli. Nutella. Wo ist denn da hinten die Millibacke? Die waren ganz unten, gell? Haben wir so rausgepfeffert. So! Da fällt wieder alles zusammen, das weiß ich schon. Tun sie sich nicht hinunter. Ist jetzt da noch was drin oder nicht? Nein, das sagt wieder kein Mensch aus. Was haben wir da? Oh, das tragen wir gleich ins Lager. Ins Lager hinein! Da kann man auch noch mehr ein Regal kaufen, damit der Lagerist auch was zum Tun hat dann. Ich bin ja gespannt, wie das dann ausschaut, wenn die, oder wie die umeinander gucken oder was die genau tun.
Bin ich auch gespannt. So, was ist. Für das haben wir uns heute mit getroffen. Aber ja, heute haben wir uns versammelt. Oh, wir haben gleich Level 15, Kinder. Gleich ist es erreicht. Und ich glaube, so ein Lager kann man auch gleich noch ein bisschen größer kaufen, weil das ist halt schon ein Witz, da brauche ich kein Lager nicht. Da kann ich einfach vor die Haustür hinstellen. Nein. Sag's, es ist. So, was haben wir da? Premium Mehl. Eingeschissen ins Regal. Oh, da weißt du wie genau. Eine Schachtel aufs Dinger. Was haben wir da? Nochmal ein Nutella. Nutella, diese gut. Nutella, diese gut. Nutella, diese gut. Premium Mehl. Ja, und der Bude geht schon wieder zu über Pflack. Ah, damit das Regal vorher ausschaut. Ah, Kaffee kannst du nirgendwo haben. Kaffee kannst du nirgendwo haben. So, Gelddruckmaschine. Gelddruckmaschine ist das. Level 15! Du den Lagerist hier! Schau, was er kann! Produkte, Möbel! Nein, der Lagerist ist kein Möbel. Verwaltung. Dann werden wir erstmal Rechnungen bezahlen. Bezahlen! 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 Habe ich die Rechnungen bezahlt? Einstellen! Da Auffüller. Tageslohn 90, Einstellungskosten 100. Ja, die können wir uns locker leisten. Benötigtes Lager? Hammer. Gekaufte Regale? Hammer. Benötigtes Supermarkt Level 15? Hammer! Einstellen! So, guter Mann, wo bist du? Da ist er! Oh, der ist sofort. Du bist aber fix unterwegs. Das ist übrigens der Piotr. Piotr, was machen Sie? Was tust du? Hast du einen Fallout-Voltanzug oder was tust du? Was tust du? Bruder! Das ist der geilste Typ! Bruder, ich stelle eine Wasserflasche. What? Komm, das da unten rein, oder? Alter, du bist der B. Bist der B. Piotr, blöd! Bester Mann am Platz! Ha! Das heißt, ich muss die Scheiße bloß am Stein tun und einräumen! Ja, das ist am Lageristen wurscht, oder? Aber das ist das Chaos, das ist das sogenannte Chaos-System. Da wollen wir jetzt zu. Kann man das offen einstellen, oder wie läuft das? So. Ha! Macht's automatisch zu. Easy! Bestell mir 2 Regale her und ein größeres Lager! Da hat er keinen Platz, der Mann! Der hat keinen Platz! Was kostet 800? Dann können wir uns kein Regal mehr leisten. Das ist dumm. Dann kaufen wir uns zuerst nur ein Regal und ein paar Products. Wie schaut es denn da im Getränkeabteil überhaupt aus? Wie schaut es denn da aus? Im Saftal. Da tun wir ein paar Saftal her. Hat er ein Saftal. Hat er mal. Ist mir wurscht, ich räume jetzt das Lager voll. Kauf ein! Zack. Kaffee kann man alle brauchen. Kaffee, das Gold des weißen Mannes. Pedomüsli. Haben wir keinen Platz mehr. Scheiß der Hund drauf. Gekauft. So. Hey, Piotr. Schau, was ich da mitgebracht hab. Piotr! Oh, jetzt haben wir es durchgespielt. Easy, oder? Was ist da, Piotr? Hast du nichts zum Tun oder was? Schau dich an. Stehst genauso, bist du zufällig ein Mieser, Bruder. Nein, das ist okay. Das möchte ich aber auch hoffen. So, was haben wir da? Kaffee, schau. Den haben wir unten. Kann man das auch bei der Hinteren räumen oder wie läuft der Hase? Na? Du brauchst bloß noch da reinwerfen, da brauchst du gar nichts mehr tun. Geschenkte. Geschenkte. Kann ich das da so, ne? Kann man das. Wie tut denn? Ja, das werden wir schauen. Also, wir haben, glaube ich, mehrere Schaufeln brauchen. Ja, einfach reingeschissen, der rammt schon ein, der Dude. Der sagt ja selber, was die Leute brauchen. Ha? Easy. Jetzt brauchen wir gar nichts mehr da. Jetzt haben wir es durchgespielt. Wie spät ist? Ah ja, so nehmen wir ihn rein. Gut, dass wir es durchgespielt haben. Gut, dass wir wieder eingeprogrammt haben, wird Sau. Der haben jetzt die nächste Stunde. Piotr, bin ich gespannt, was du da oben aufkommst zum Salz. Bruder, das beste Leben. Piotr, einfach 5 Minuten da und direkt Raucherpause. Ja, so nicht. Jetzt mal die Kasse stellen wir uns einer. Die Kassen sind voll. Nein, das Einzige, was voll ist, bist du. Schau dir an. Ich weiß nicht, wie lange kommen ein Waldmeister Behrensen anstarren, bis man besoffen ist. Weiß ich nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ja, Piotr ist der beste Mann. Kann man da irgendwie einen Durchgang bauen? Dass der da nicht irgendwie außen drum gucken muss? Was ist denn das da eigentlich? Gesperrt? Was heißt das da? Er schmeißt die leere Backerl weg, der Depp. Was? Du bist ein totaler Depp, schau dir an. So wie dir das nicht sagt, Piotr! Blöd! Aber gut, irgendjemand muss es dafür sagen, dass es nicht komplett im Chaos untergeht. Jetzt bin ich gespannt, ob da hinten ein Licht gegangen ist. Tatsache. Easy! So, jetzt haben wir mal ein paar Rechnungen. Da tun wir die Rechnungen her. Einer mit der Bude.
Einstellen, Lager, Anpassungen, gibt's da nichts, gibt's da noch keine Rennen. Also wir haben aber nichts zum Zahlen, oder was? Ja, ich muss Sachen kaufen, das hilft nicht. Was haben wir noch? Pedo Snoo Müsli. Pedo Snoo Müsli. Pedo Snoo. Was du? Reis! Wie konnten wir den Reis übersehen? Ah ja, haben wir ein bisschen Zweck gekauft, das ist eh wurscht. Du brauchst ja bloß noch ins Lager eiern. Warum fallen denn eigentlich jetzt schon die Schachteln um? Da kannst du mir mal gerne haben. Du brauchst ja bloß irgendwo einwerfen, das ist eh scheiß wurscht. Das ist noch ein Lageristen-Sepp wurscht. Stelle ich so fest. Ah ja, da rennt er dann auch mehrere vom gleichen Typ ein. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Im Prinzip müssen wir jetzt unser Lager nochmal so abbilden, dass da auch alles seine Ordnung hat. Hey, aber ganz ehrlich, ist doch scheißegal, der scheiß Lageristentrottel, der sucht sich sowieso aus, was er braucht. Rennt der Piotr die Straße auf, weiß ich nicht. Vielleicht soll mir das einmal in Angriff nehmen. Das will, ja, wie ich es gesagt habe, die restliche Stunde vom Stream müssen wir Schaden zusammenräumen. Miezi, kann ich deine Telefonnummer haben? Weil wenn ich sie da hinten frage, dann brauche ich deine. Was hast du für ein Arschbein an? Das ist im Gott. Okay, so viel zu. Was ist das? Da war was drin. Was tust jetzt du da drin? Ach, du bist der Piotr. Du warst so finster, dass ich ihn nicht erkannt habe. Tut mir leid. So, schauen wir aus. Da denn der Piotr. Schauen wir den Piotr mal zu. Piotr! Aha. Für das habe ich ihn gekauft, Piotr. Richtig gut gemacht. Richtig gut. Füllst du das dann auch wieder auf, wenn so... Ja, weißt du schon. Ah, shit, jetzt kann ich keine Kasse nicht kaufen. Kasse kaufen wir morgen! Zweite Kasse! Hingepflanzt! Das können wir auch mit dran, merke ich gerade. Wir werden die Schachteln nicht mehr umeinander stehen lassen. Aha. Sehr gut. Sehr gut! Ah, hey, Pfeffer. So ist brav, Piotr. Piotr bleibt. Macht Arbeit gut. Mir gefällt Arbeit. Oh, wir brauchen Nudeln. Oh, wir brauchen Nudeln, Mann. Piotr, du erinnerst mich daran, wir brauchen Nudeln. Na, schau hier. Piotr ist ein richtiges Vieh. Der wucht die Schachtel umeinander, als wäre nichts drin. Oh, wie? Heute noch? Ja? Machst du das schon so, wie es gehört? Hm? Die gute Almette Schwebemilch. Schwebe Sprite, Schwebe Nudel, Schwebe Saftal, Schwebe Nutella. So! Naja, das schaut doch gut aus. Noch noch stabiler als Lager ist da. Aber einkaufen müssen wir. Vor allem Nudeln. Nudeln, ja. Nudeln gehen aus. Mega aus. Der schmeißt wenigstens nicht immer die Hälfte weg. Ja, und er gibt auch nicht so falsch aus wie ich. Dafür braucht er 3 Jahre. Ja, weiß ich, es ist alles Balancing. Balancing-Geschichte. So, Piotr, du, wir warten mal fertig. Ich drücke auf Enter, wird dann schon passen, was passiert mit dem Zeug, dann, was du dahinter hast. Du hast einmal das Müsli ein. Ja, braver Bub, jetzt schau, dass du lang kannst. Anschluss. Passiert, wenn ich auf Enter drücke, ich weiß nicht. Easy, oder? 9 Tage starten. Der Piotr! Piotr, was machen Sachen? Du arbeitest Tag und Nacht, oder wie? Gehaltserhöhung verdient, aber leider kann ich da gar nicht geben, das ist ärgerlich. Piotr, ja, der Mie, der ist auch da. Ja, jetzt kaufen wir nochmal 3 Pfund Nullen. Da haben wir eine Null her. 1, 2, 3. Da haben wir eine Null her. 1, 2, 3. Das wird bloß noch in Massen gekauft. Ah, schau hier. Regale sind alle pumpenvoll. Bagel Milli, Bagel Sprite. 2 Bagel Milli. Wo ist Sprite? 2 Bagel Sprite. So. Und ein Kass. Was 500 kostet, Scheiß aus Bude. Haben wir's ja. So. Easy. Ist die Kasse ganz oben, kann das sein? Wo ist denn meine Kasse? Wo ist denn meine Kasse? Wo ist denn da meine Kasse? Bist du besoffen? Jetzt mal im Ernst kurz. Wo ist denn meine Kasse? Wo ist denn meine Kasse? Hat die nicht mehr einpasst? Ach, die hat nicht mehr einpasst. Ja, nein, nicht. Piotr, du wirst es schon einräumen. Ich bring's dir. So. So. Und wenn ich so behindert an der Treppe hängen bleiben kann, kann man den nicht wegreißen. Ich darf ja gerne die Schachteln da so reinjieten. So, jiet. Wo ist der Multiplayer-Mode? Jiet. Jiet. Und jiet. Oh, perfektes Bandenspiel schon hier, damit wir Piotr nicht im Gesicht treffen. Jiet. Jiet. So, den nehmen wir wieder mit, das hat's vollgebracht. So, oh nein, das hat nichts gebraucht. Und so. So, bin ich jetzt quasi bloß so der Nachbestell und Lager auffüllt, Depp, sehe ich das richtig? Preise nachschauen, guter Punkt.
Aber was ist besser geworden, was ist schlechter geworden? Das haben wir auf alle Fälle noch zum tun, aber wenn wir wenigstens irgendwas zum tun haben, jetzt pass mir auf. O-Saft, Kackwurst. Milli, noch besser geworden. O-Saft, Milli, Öl. Öl müssen wir runter auf 4,50. Saftal 2,60. Was ist da los? 183. Nein, nicht 380, 80 Euro! 3,80 ist das eigene Trottel. Was war das auch noch nicht? So ist wieder vergessen, weil lauter dumm. Ja, ich vergessen, weil lauter dumm. Öl? Kaffee ist abgegangen. Kaffee und Kaffee. Öl und Kaffee. Oder? Wir können ja schon lange aufsperren. Das warten nicht so lange. Öl und Kaffee. Kaffee schon. Mal nachschauen. Oh, das ist aber nicht gut. Aber haben wir aber viel einbußen. Geht da einmal. Busen. Ja, ich geh da einmal wieder irgendwas in Tee. Weiß ich nicht, ich kaufe mir zur Kasse jetzt, Mann. Ich kaufe eine Kasse jetzt, warte. Müllstück. Kasse. Kaufen 500. Milch ist besser geworden. Schauen wir nochmal. Oh ja, stimmt. Machen wir gerade aus 4. Oh ja, gerade aus 4. So gut, die Frau, sie ging einfach so an meiner Kasse vorbei. So nicht. Da haben wir die zweite Kasse hin. Die haben wir da am Dümmen. So. So gut, wenn gleich mal vom Eingang Kasse steht. So. Na. So vielleicht. Wo stehen denn dort Leute da noch? Da. Wo man das jetzt am Dümmen? Da. Das schaut doch vernünftig aus. Machen wir so. Ah, da muss ich zwar da hinten dumm reißen, aber das wie stehen wir da herin? Kommst du zu mir gleich mal? Ich hab extra Kasse 2 aufgemacht. Kasse 2 bitte. Geh auch nicht zu ihr, Mami. Du verräterisches Arschloch. Gut, dann machen wir dabei zu. Ja, wurscht. So. Was ist denn jetzt passiert? Da haben doch jetzt gerade Sachen eingeflogen, oder bin ich behindert? Oleg, oder was machst du denn? Ich glaube, ich habe jetzt seit einer Viertelstunde nicht mehr in den Chat reingeschaut, drehe meinen Kopf nach rechts und dann passiert das. Mr. Gambrinus! So, Birkbeeren! Wissen Sie, für einen Ösimann so kehrt, muss ich beim ersten Mal auf jeden Fall dreistellig um und anwerfen. Fetter Trottel, nicht mehr geht. Es ist ohne Scheiß, ich weiß nicht, was in dem April passiert ist. Weiß nicht. Aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es aus dem Ruder läuft. Okay? Heißt aber auch nicht, dass ich mich daran gewohnt habe. Aber was in diesem April passiert ist, ist schon lange nicht mehr passiert. Ich weiß nicht, was da los ist. Rechts von uns beamen sie übrigens der leckere Beame Snoo-Snoo-Zucker ins Regal. Wie durch Zauberhand. Pro Gaming. Nikos! Kuss auf die Nuss. Ich weiß nie, was ich zu was sagen soll, was irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Du hast aber allerdings auch von selber dazu geschrieben, du bist aus Österreich und nicht aus Österarm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also vielen herzlichen Dank. Bitte Herz mit den fetten Beträgen auf, weil der April ist absolut gestörte Scheiße und ich weiß nicht, was das soll. Frühlingsgefühle bei den Leuten. Ja, das können keine so tollen Frühlingsgefühle nicht sein, außer die dann dazu führen, hey, fetter Depp aus dem Internet, da! Weiß ich nicht! Herr Nikus, was muss ich da damit tun? Die werde in meine Kirche investieren. Sag der freiwillig, was ist? Da ist jetzt dann übrigens so. Jetzt muss ich dann Unreal und mein Projekt liegen lassen. Für 2-3 Wochen, weil jetzt dann wird es mit der Kirche ernst. Richtig ernst. Da hab ich gar keinen Bock. Ich sag das, was es ist. Das wird jetzt hier ein Scheißhaus Stress und ein Scheißhaus umeinander gekacke und was. Sag mal, wen kassierst du da eigentlich ab? Da ist keiner da! Warum zauberst du? Did we find a fucking glitch? Haben wir gerade unbewusst muss ich schon schauen, was Geld mehr wird beim Kassieren. 5,66?
Wie, Alter, der Freilich sollen die alle? Die rennen im Lager umeinander, da! Die verstecken sich in der Lagerwind drin und von da werden sie auch kassiert. Und da haben wir unseren Exploit-Glitch. Phase 1. Er geht nicht mehr bis ins Regal hinter, sondern er zaubert einfach. Oh ja, so kann man die Wege auch verkürzen. Und er glaubt, Spaghetti draußen am Bund haben und stellt sie dann da ins Lager hinter und da werden sie dann auch kassiert. Ja, durchgespielt, oder? Heißt, man braucht bloß ein Objekt vor den Eingang stellen. Die ganze Kundschaft ist viel schneller, weil sie sich nicht mehr umeinander tun. Was passiert jetzt, wenn ich die Kasse aufmache? Jetzt warte mal. Was passiert jetzt, wenn ich mich da her sitze und befinden die irgendwie dort zu der Kasse? Tja! Easy! Moment, wenigstens ein Licht da in der Wind. Damit wir es sehen. So, kann jetzt wieder auch mehr Paro kassieren oder wie läuft jetzt da die Bude? So. Jetzt warte mal, ob sie bei mir an der Kasse da auch irgendwas durch den Wind glitscht. Schauen wir mal. Wieso kriegen die da immer -1 Skillpunkt? Ah, SP kann Skillpunkt heißen, ne? Ja, Geisterstunde zum kassieren. Die Frage. Was? Okay. Ja. Okay. Ah ja, da. Ah ja, Sprite, nimm mich. Was ist mit dir? Du, da haben meine Augen. Was? Ich triff deine Kreditkarte nicht, du Scheiß aus Ruhe! Heutzutage gescheit hier! Ja, okay. Machen wir die Kasse, lassen wir zu. Eine gute Investition gewinnen. Gute Investition gewinnen. Da, Piotr, der beamt da jetzt bloß nicht Zahn in die Bude ein. Ja, schon hin! Rein, Kirby! Ich glaube, die Kasse blockiert den Eingang. Ja, ja, ist mir schon klar. Das ist Absicht ab jetzt. Das ist ab jetzt Absicht, weil jetzt sammeln sie die alle da drin, haben weil weniger. Da, er geht sogar durch den Wind durch. Piotr! Piotr, blöd! Da, der hat jetzt Plätze, um da vorbeigehen. Kommt, die Käse ist zu teuer für mich. Den hast du gar nicht gesehen. Schau mal, 3 ist überhaupt nicht zu teuer. Ja, easy, oder? Das heißt, die Kundschaft da drin rennt nicht mehr so lange umeinander, die bleiben einfach an der Tür stehen, nehmen sie die Sachen und beamen sie raus. Er ist 3-mal so effizient, der Piotr, wie er normal ist, weil er nicht mehr zum Regal geht, sondern einfach draußen stehen bleibt, wirft die Sachen ins Regal rein und geht wieder. Ja, durchgespielt. Durchgespielt! So, wenn dieser Glitch nicht dann mindestens einen Like wert ist, weiß ich auch nicht. Ja, jetzt geht's Like-Battle los. Was darf man jetzt sonst die letzte Stunde? Wir haben es durchgespielt. 1644 Leute. Wie viel kriegen wir jetzt heute dazu, das auf den geschissenen Dammerling drücken? Ist mir scheißegal, ob du der Mann von irgendjemandem bist oder ob du gerade spulst und bloß zuhörst. Leck mich am Arsch, drück auf Pause und drück jetzt auf Like. Das war das erste Mal, dass ich es mir verdient hätte, wo ich selber davon überzeugt bin. Speck ausgehebelt, durchgespielt. Was draußen ausschaut, ich sag da nix, Winky. Keine Ahnung, von was du redest. So, wie viele Leute musst jetzt du da in der Wind noch kassieren, guter Mann, eigentlich? Noch 15. Ah ja. Schaut ein bisschen aus wie der Gerhard Schröder. So, wie können wir das jetzt noch mehr kaputt machen? Was passiert denn, wenn wir da ein Regal davor hinstellen? So, Piotr, blöd! Was passiert, wenn ich machen so? Stirb, mach so, Regal so, komm ich nicht mehr raus. Was machen jetzt? Was machen jetzt? Was denn jetzt? Bin ich gespannt. Ah, ja, okay. Beim Außergehen, das kann ich nur nachvollziehen, dass da vielleicht erzwungenermaßen ein Wegpunkt gefunden wird. Aber ob es da auch reingängen dann, ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich kackt das gleich Sperr, ob es Safe Game ist hier und müssen wir eine Stunde Blade-Schmerz machen. Man muss das zu trauen! Mann! Man kann Online-Games nicht pausieren, um zu liken. Tja, dann muss deine Mama auf den Like-Button drücken. Und du schmeißt weiter. Wie wär's mit den Kisten wegwerfen? Ja, aber wieso denn? Die machen sie doch da gut. Ah, damit er was zum Meitern hat, wenn er durchfährt. So. Haben wir jetzt da bald einmal fertig mit den Dudes da drin? War das der letzte? War das der letzte?
Michi, wie schauen wir aus? Ich drücke Enter. Tagesstatistik, Supermarktlevel 5000. Ja, 1300. Oh. Öl, Käse, Wasser. Öl, Käse, Wasser, Öl, Käse, Wasser, Öl, Käse, Wasser. Da machen wir 5. Käse, Käse, Käse. Ein Stück Käse. Dann machen wir 4. Und ein Wasser ist wieder gut. Ein Wasser ist wieder gut geworden. Ah ja, machen wir 3. Das schaut doch gut aus. Aber auffüllen dürfen wir wieder. Dürfen wir mal wieder auf. Da vorne, das schreibt jetzt irgendwie der Tagesschau, vor mir sind 700 Likes. Das heißt, nicht mal die Hälfte von euch ist sich bequem genug, dass überhaupt da auf den Scheiß-Button drauf drückt. Was denkt ihr denn da? Hä? Muss er sich mit so Gaudi bei 68 Grad der in den Kittel herhock? Hä? Für alle die vielleicht eingeschlafen sind, die andere Hälfte, ich weiß nicht. Sind wir wieder wach? Like-Button smashen hat's geheißen. Das ist nicht das Herzteil da rechts unten im Chat. Das ist der Daumen nach oben unter dem Video. Vielleicht wissen es manche, ich weiß es nicht. Sehr wurscht. Sehr wurscht. So! Brauchen wir Milli. Milli. Oh, Milli May. Milli May. Milli May. Milli May, Milli May, Milli May. Türkenkohle haben wir noch genug. Milli May und Saftal. Milli May und Saftal. Ich hol's schon. Ich hol's. Ich will einkaufen. Milli May und Saftal. 3-mal das hier. Ja, Kaffee hat nie nicht geschaut. Milli May. Ja, jetzt weiß ich nicht. Saftal. Saftal hat's geheißen. Ah, die Milli nehmen wir mit. So, ja. Und das Saftal. Ja. Kaufen. Kaufen. Ah, umfallen. Nein, nicht wieder über den Haufen von. Okay. Hey, Piotr, wie schauen wir aus? Was ist mit dir? Ja, ich tue das Regal wieder. Ja, da müssen wir erst noch schauen, wie das läuft. Machen wir closed, machen wir auf. May. Ach ja, fang das Einrahmen an, wenn mal komme ich da vorbei. Das ist so einstellen. Ja, das ist halt auch jetzt für mich behindert, weil ich nicht mehr gescheit reinkomme. Das ist halt auch dumm. Dumm. Piotr, bitte zaubere. Zaubere Artikel in Regal. Ah, der glitscht an der Seite vorbei. Dann nehme ich mal an, wird das wahrscheinlich auch die Kundschaft tun. Aber das sehen wir jetzt dann gleich. Er kommt da gar nicht mehr rein. Das ist gut, der soll ja gar nicht mehr reinkommen. Nein, das sagen wir doch nicht selber. Was habe ich denn? Piotr, du machen gut. Oder, oh. Kann man das ganz auf? Ja? Nein, kann man nicht. Schade. Ja, die pimmeln sich das da im Eck zusammen und dann stehen sie da. Was ist jetzt da mit ankassieren? Wie, du machst das schon. Ah, die zweite Kasse hat sich schon ausgezahlt. Easy. So, ja. Stelle fest, recht viel ist jetzt nicht mehr zu tun. Durchgespäht eigentlich. Jetzt haben wir. Ich habe noch nicht einmal probiert, dass wir das Game kaputt machen. Kann man noch machen. er schießt einfach Mille ins Regal vom Eingang aus. Stark. Schnucci, mir jetzt wieder ein Resub. Bin gespannt, wie du Männerlords findest. Ich zocke gerade und finde es sehr gut. Grüße aus der Schweiz. Schnucci, Grüße zurück. Ich bin auch auf Mittwoch sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hab mich so anstrengen müssen, dass ich mir weder von meinen Späten noch im Internet natürlich irgendwelche Videos dazu anschaut. Ich habe keinen Test gesehen, kein gar nichts. Wir gehen mal am Mittwoch da sehr blind hinein, spielen wir Manor-Lords und dann werden wir sehen, was Manor-Lords kann. Ich habe ein bisschen Spoilern habe ich mich lassen. Ich habe nur ein Maurice sein Thumbnail gesehen, wo drin steht Next-Gen-Aufbau. Und dann weiß ich, uns erwartet wahrscheinlich ein richtig gutes Aufbauspiel. Ich bin sehr gespannt. Danke für den Resub. Tillyboy, solange es da kein Leerzeichen Botany gibt, drücke ich hier gar nicht. Das da ist der Leer. So. Jetzt mit Leerzeichen muss man Lichtschalter aus und rein. Der muss auch irgendwann kaputt gehen. Ja, sonst geht ja die Lichtschalterindustrie zugrunde. Ja, jetzt der wir das Regal, der wir wieder hinter, da können wir jetzt nicht mehr umeinander pfriemeln. Ja, dann werden wir ein größeres Lager kaufen müssen. Das hilft nicht, was darf man sonst nicht 1200 Gulden. Gehst du mal her da, und als Geschäft größer machen brauchen wir nicht mehr. Beziehungsweise wir lassen für immer dort natürlich die Kasse davor stehen. Das war ein totaler Kass. So, oh ja, Rechnungen müssen wir auch zahlen. Hast du den schon? Das ist eh wurscht. Haben wir so. Schekel. 800, Lager gekauft, Abschnitt 2. Easy! Wie schauen wir aus? Oh, da, ja, jetzt aber. Da schau her. Da schau hin. Da kann man gleich noch ein Regal kaufen.
Und dann müssen wir die Kohlen wieder eintrüdeln lassen. Das hilft ja nicht. Lager, Lizenzen. Und das war jetzt halt, die Gameplay-Loop hat sich soeben geschlossen. Ja? Jetzt haben wir alles gesehen, was es zum Sehen gibt. Und ab jetzt ist es Grind. Freier schreibt auf, Maurice ist Verlass, das ist absolut richtig. Der Mann ist die Ausgeburt von Gaming-Kompetenz. Was der sagt, hat er eigentlich zu 99,9% immer recht. Was Maurice sagt, ist Befehl. Hey Birg, bitte sag mir Dragon's Dogma 2 haben wir Spiel. Zu lang für den Stream. Da sehen wir nichts davon. Und off-Stream habe ich zu wenig Zeit dafür. Zumindest momentan. Ich weiß, was ab nächster Woche auf mich zukommt, da habe ich gar keine Zeit für irgendwas. Es wird schon wahrscheinlich schwierig genug. Achtung, Vorankündigung. Wenn ich ab nächster und übernächster und übernächster Woche am Montag und Mittwoch so da sitze, okay, habe ich die miteinander, aber dann wisst ihr warum. Sollen wir aufräumen? Sollen wir aufräumen, Leute? Was sagt ihr ihm? Ab in den Chat! Sollen wir die Schachteln draußen damit aufräumen? Irgendwie müssen wir einen Stream vollkriegen. Das hilft nicht. Wie schaut's aus? Müssen wir Abstimmung machen. Irgendwie müssen wir einen Stream vollkriegen. Ah, wieso her, Mensch, wieder selber? Ja, weil ich anders keine Abstimmung nicht machen kann. Haha, tolles System, YouTube, tolles System. Aufräumen, Fragezeichen, ja, nein, Umfrage starten, los! Die Umfrage wurde gestartet. So, ich tue dabei, was tue ich nicht dabei? So, nachbestellen. Ich weiß gar nicht, was ich bestellen soll. Oh, Nutella. Oh, da ist was ausgegangen. Oh, Millibagel. Ah, Millibagel. Wollt ihr nicht generell was bestellen? Millibagel. Nutella. Ja, jetzt klickt mir einfach ein paar Mal da irgendwo umeinander. Das ist so wurscht. Nutella. Nimm schon mal 2 Bagel Milli. Was haben wir noch so? Das ist nur das Salz, Eier. Öl. Salz, Eier, Öl. Eier. Kauf! Oh, ein Regal. Regal nehmen wir noch gleich mit. Achtung, wir kriegen 2 Regale Ei. Freigeben wir 2 Regale Ei. Ja, mit dem Schund. Sagt man mir die Kohle für irgendwas anderes braucht. Das beamt sie sowieso, ist ein Pudi von selber. So. Sehr schön. Haben sie gut gemacht. Piotr. Mach die Regale voll. Mach die Bude voll. Ja, wenn man langsam dann irgendwann einmal anfängt, als Lager natürlich auch einzusortieren, wo sie. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das ist ein bisschen schade. Mir da jetzt da allerdings auch auf die Schnelle nichts einfallen, was für eine Gameplay-Mechanik, dass man da dran knüpft, dass es Sinn macht, die Regale-Typen genau immer da so einzurammen, wie es kennen, außer halt natürlich, um den inneren Monk zu befriedigen. Dass man selber nicht ausfällt, aber es ist ja scheißegal. Der Lagerist holt sich das Ding selber und da haben wir uns da den ganzen Weg durchs ganze Geschäft. Ich kann mir halt auch vorstellen, jetzt mal so macht, leider immer, sonst sehen sie gar nichts, wo soll sie denn das Zeug hinbeamen? Und zwar, man kann den Laden ja noch viel größer machen. Kann man einen zweiten Stock kaufen? Weiß ich nicht, aber mit Sicherheit irgendwann. Dann gibt es ja die Rolltreppen, den ganzen Scheiß. Und dann ist der einfache Glitch, dass die Leute nicht mehr durch das Geschäft gehen, sondern die Sachen daher beamen. Und vor allem die Lageristen sie bloß noch da hinstellen und das Zeug einwerfen. Ja, das ist Gamebreaking as fuck. Und das ist, glaube ich, nicht schwierig zu rekonstruieren. Ich glaube, wenn du deine Kasse einfach da den Weg zu machst davor, dass die Models dann nicht mehr durchpassen, dann bleiben die da vorne hängen, glitschen sie die Sachen raus, genauso wie der Lagerist und wirft dann den Scheiß da rein. Wenn du jetzt die leeren Schachteln ins Lager einräumst, schmeißt es dann der Lagerist weg. Ist eine gute Frage, ob man die leeren Dinge, das ist ein guter Punkt, ob man die leeren Schachteln überhaupt einräumen. Das ist ein guter Punkt, das darf mir sein, war die schon leer. Weiß nicht, lassen wir mal die drin. Merken wir uns einmal die? Merken wir uns einmal. So, was sagt die Umfrage? 70% meinen jetzt, dass ich die Schachteln ausräume. Ist das euer beschissener Ernst? Seid ihr nicht ganz sauber? Sag selber. Hä? Sag selber. 68% bei über 400 Stimmen sagen ja, räumt zusammen. Gut. Sie wollten nicht, aber zuerst fangen wir einen neuen Tag an. Weil der Michi ist wieder gnadenlos. Ja, wobei. Ah!
Schau mir nicht so nah an! Ah! So, ja, da haben wir mich beschäftigt. Da haben wir sonst. Irgendjemand zählt mit. Das war jetzt die erste. Irgendjemand zählt mit jetzt. 1. Ihr zählt auch mit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ja! 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 35. 38. 39. 40. Ihr sollt alle kotzen. Ihr sollt alle kotzen. So viele Sachen schon wieder passiert. Was ist da los? Nikos, hau die Kartons alle ins Geschäft rein. Was soll ich zum Aufräumen? Da! Das ist eine gute Idee, dass ich selber draufkommen können. So! Rein in die Bude! Schau mal, was dies wieder verursacht. Da! Oh, daneben. Ah, was passiert denn eigentlich, wenn man die da hinwirft? Verleitet in die Füße. Da! Hoffentlich rutscht aus wie auf einer Banane. Das ist die rutschigste Schachtel, die ich jemals gesehen habe. Da! Piotr! Easy Content, Alter. Ja, leichter wird's nicht. Ja, ich gebe dir recht, leichter wird's nicht. Aber die Ware geht uns schon wieder aus. Aber ich glaube, dass mir wurscht ist. Bei 40 waren wir. Sogenannte Bananenschachtel. Mann, ist brillig, ich konnte Eis nicht finden. Du bist der Eis. Oh komm, Alter! Ihr könnt mir jetzt nicht ernsthaft die Schachtel in die Mülltonne einwerfen lassen, ihr Wichser. Gut. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Richie, mir so den Zwickel. Start meine. Hashtag Nachschaussquad. Fühl dich in die Vergangenheit gegrüßt. Ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr live zuschauen, aber schöne Grüße in den Nachschaussquad. Liken nicht vergessen, sagt er, da hat er recht. Lissy! Welcome to the Squad. Hab die leider übersehen. Kriegst die Persönlichkeitströte. Pass auf, die geht so. Welcome to the Squad. Hat jeder im Chat geschrieben, habe ich die Lissy, wenn nicht, kriegst du eine auf Nuss. Nicht die Lissy natürlich. Fun Creek, merci für den Zehner. Habe die Ehre, Hansbert, ich weiß nicht, wer der Hansbert ist. Grüß einmal an Bedienungsberger. Wer ist denn es war doch keiner auf dem Planeten Bedienungsberger, Alter. Und seid wieder eine Alte auf Bali, weil nichts anderes deren als die OnlyFans-Mädels schwarz fotografieren. Ja, Fun Creek, das war eine schöne Nachricht. Ich hoffe, die ist in Bali angekommen. Bei den OnlyFans-Schwarzfotografen. Scheiß zu wieder eine Alte, Alter. Merci dir, Fun Creek. Kuss auf die Nuss. Ja, mach! Seit wann gibst du eigentlich einen Fick, was wir wollen, dass du tust? Berechtigte Frage. Bis morgen dann. Schauen wir mal, wie lange sie 1576 Vollidioten der Mülltonne anschauen und den blinkenden Button, der schreit, Tag beenden, Enter.
Oh Gott, ich hasse euch so stark. Sebi! Mir hat die Mülltonne, Alter. Ja, natürlich, Alter. Das ist halt das Schlimme ist, ich tat so gern. Ich war jetzt so kurz davor, dass mich umdrehe, Zigaretten drehe und gehe einfach raus zum Rauchen. Noch in 5 Minuten oder so komme ich wieder und schau, was passiert. Komm, hör mir auf. Hör mir auf, du. Flo, mir ist wieder ein Reset. Ich werde nicht liegen, besserer Content als sonst immer, lol. Ja, Arschlöcher. Diese Tage zusammenräumen, gehört zum Abend dazu fix, ja. Habe ich immer gesagt, dass ich einen Handstrich durch und gearbeitet habe in meinem Leben, bürge einfach YouTube durch. Beruht auf Gegenseitigkeit, ja. Dann, ihr kriegt Qualitätscontent. Wo haben wir stehen bleiben? 51 oder so, oder nicht? Dann irgendwo bei 50, was ist denn da eigentlich für eine Sausteuerin? Grüezi. Wie schaut der Laden aus? Wie ist er bestückt? Nudeln. Brauchen wir Nudeln. Wir hätten mal ein paar Nudeln einkaufen, damit wir wieder einstauen. Da Nudeln kaufen brauchen wir noch. Brot! Brot und Kaffee! Brot! Brot! Ja, Kaffee, Gel. Easy. Kaufen. Ja, die Waren dürfen natürlich. Ach, jetzt muss ich dem Deppen das wieder eindrungen, gell? Ist auf, Piotr, fang an. Los, muss schnell gehen. Piotr! Ich hab da noch mindestens 52 Schachtel zu wegschmeißen. Ich weiß nicht, was ich mir da wieder dabei gedacht hab. Aber irgendwie stickt's mir auch, dass ich alle wegschmeiße, weil ich denke mir, wie viel das. Ja. Man muss eine grandiose Serie, Gonden-Serie, muss man grandios abschließen. Ja, dem Qualitätslevel entsprechend. So klar. So, haben wir schon wieder drin, ne? Wo haben wir 50er Jahre. Nächste ist 51er. Ja, ich weiß schon. Luki, mehr wieder einen Zwickel. Du kriegst einen Zwickel fürs nächste Mal. Geiler Mülleimer. Fast und merci dir. Ich sehe Gott. Es war jetzt so geil, wenn ich jetzt einfach aufstehe und fange zum Rauchen an. Und irgendwann um 10 vor 10 komme ich wieder so, genau, schaut's aus. Marvel Maniac, mir ist wieder entwickelt. Los laufen, morgen früh sind garantiert nur 200 Leute da. Ja, gut, das glaube ich. Hey, die eine Hälfte, die einschläft. Und das, ja, interessiert das mich trotzdem. Ja, Herr Kasperger, selbst wenn, er schreibt, jetzt macht er einen Winkler. Selbst wenn ich nur die Mülltonne herzeuge, ist besser wie jede Sekunde Content, den der Fettsack verursacht. Glaube ich. Lerne ich mir jetzt aus dem Fenster. 51. Ihr wolltet das so. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60! 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Nice. Ah, nimm mir den Schachtel jetzt. 70. So. Und der Grund, warum ich da jetzt so leicht drauf anspringe, dass wir das tun, ist, weil ich ganz genau weiß, dass da jetzt sehr viele Leute daheim sitzen, die Motion Sickness kriegen. Also, ihr wolltet das so. 71! 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Ich komm wieder weg da! Du dämliches Arschloch, jetzt kann ich wieder die dreifache Map ablaufen. Wo waren wir jetzt? 79. 80. 80 Euro! 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 89. 90! 91. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Armfreiheit, damit wir uns noch schnell hin und her bewegen können. 91 waren wir, Entschuldigung. 92. 93.
94. 96. 98. Vor mir nicht! Nein! Ah! Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir 99 oder 98 waren oder Piotr oder auch schon ein paar weggeschrieben, das ist mir wurscht. 98. 99. 100! 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 112, weil ich mich, glaube ich, vorher erzählt habe. 113. 114. 115. Nee, nee. Oh, schon hab ich wieder verzählt. 116. Aber bei 116? Weiß ich nicht. Grob. Pi mal Pimmel. Klanker. 117. 118. 119. 120. Ja, Kruzifix, das sind doch genauso viel wie vorher! Bauer Burg aus leere Schachteln. Bist schon um den Block gelaufen? Guter Punkt. Gehen wir mal. Los, laufen wir in früh, sind garantiert nur 200, das habe ich noch gesehen. Haben wir schon mal um den Block gelaufen? Nein, haben wir noch nicht. Haben wir da? Schöner Block. Gibt's sowas? Mich würde ja interessieren, was die Leute, zu dem kann man mit Leuten verfolgen. Was werden die Leute da so? Wo verschwinden denn die? Wo wohnen denn die so? Wo wohnst du? Misi, wo wohnst du? Die darf mir auch nicht sagen, wo ich wohne. Aber andere Geschichte. Was ist denn das da? Eiern. Candy Hot and Cold Sandwiches. Boah, leck, jetzt hätte ich auch Bock auf so. Ich hätte jetzt Bock auf ein Subway Sandwich. Ah. Oder Leute dann. Ey, da kommt sogar auf Fische hin. Schau, da davon schon. Kann man da rumspringen? Ja, da oben kann man nicht springen. Ich mag jetzt aber da springen. Ja, kann man nicht laufen und springen. Vielleicht filmt man das Gym Tonic. Schauen wir mal. Vielleicht gehen wir irgendwie mehr gerne auf die Häuser auf. Das wäre eigentlich cool. Wenn wir da aufspringen, aber alles so eine Collision. Jetzt, oder? Eine Collision. Ja, Moment mal. Ich hab da so eine Idee. Oh ja. Und schon haben wir eine neue Aufgabe. Scheiße. Muss man es zweimal vielleicht? Nein, zweimal. Dazu? Ja. Ja, muss dazu. Und dann kommen die, glaube ich, nämlich. Die nehme ich das sauer. Aber stopp mit. Ja. Nicht. Das ist halt kacke, weil ich da jetzt mehr aufspringen muss, dann schafft man das tatsächlich nicht mehr. Ja, da haben wir ein bisschen was vor uns, aber das ist ja wurscht. Haben wir Zeit. Jetzt pass auf. Ja? Hätten wir von Anfang an mal sein. Oder was ist? Müssen wir uns da mal so ein Trepperl herbauen, glaube ich. Hab da so eine Idee. Nehmen wir nur die Haue. Nein, das machen wir jetzt nicht so. Zumachen ist, glaube ich, wichtig, damit sie so leicht umfallen. Wenn ich jetzt da. Ja, da kommen wir schon. Ich sag nichts, mach's Licht da. Ja, da müssen wir noch. Wir haben ja immer noch umeinander kassieren. Die haben da noch nicht kassiert. Wie viele Leute haben da? Das ist ein Wahnsinn. Oh, da sagt generell keiner was da drin. Pass auf. Ja, die flachen Schachteln da, die schon auch überhaupt nicht. Weil ich da was zum Draufstehen brauche natürlich. So, hier. Ja. Bleiben jetzt da.
Ja, das ist halt so ein bisschen ein Problem. Das ist so ein Jetzt pass auf. Ja, und wenn es das Letzte ist, was ich tue! Dann müssen wir jetzt aufspringen. Und dann. Ja, ja. Das Problem ist, dass die Schachteln wahrscheinlich so konzipiert sind, dass die noch, wenn ab 3 wird, es wird immer wackeliger und wackeliger. Also wir können niemals drauf. Richtig baut kannst du stabil werden. Ja, das überlege ich gerade. Aber ich glaube nicht, dass sie die Schachteln gegenseitig stützen. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel eine herbauen darf, dann wackelt das Ding, glaube ich, trotzdem ganz genau. Also, wir brauchen bloß die richtigen Schachteln. Die sind die perfekten Schachteln. Die haben schön quadratisch. Das Problem ist, dass man die nicht gescheit von da stapeln kann. Und da lässt es sich schon gar nicht mehr aufstapeln. Ja. Und das ist das Problem. Du musst da ewig lange Treppen bauen, die da schon anfangen im Prinzip und dann nach oben. Geht das? Jetzt schauen wir mal, ob wir da raufkommen noch. Nein. Aber es darf mich interessieren, ob es geht. Das ist fast ein Off-Stream-Video wert, fast. Zum Ausprobieren und zusammendüdeln. Weil es mich einfach interessiert. Aber da wird man wahrscheinlich die nächste Zeit einfach Zeit als blöd sein. Oder was ist? Oh, Regale. Aber kann man Regale draußen platzieren? Dachte ich mir. Du kannst das nicht außerhalb vom Lager platzieren. Think outside the box. Ja, ich bin mir hier in Arbeit, aber du kannst das Lager da nicht, das Regal da nicht herstellen. Schade. Aber guter Ansatz. Da wird nur der Hering grün. Hab glaube ich schon mal der Krank angefangen, sowas zum Bauen. Ja, es darf mir jetzt auch ganz krass wundern, wenn ich da der Erste bin, der so einen Scheißdreck da baut. Aber es darf ja schon klar, wenn wir da raufkommen. Eventuell kommen wir dann die Leute rauf. Ja, und dann kann's. Aufs Dach kommst du nicht rauf, aber. Ja, du weißt das schon. Warte mal, können wir anders probieren. Das hat jetzt besser funktioniert, als ich das dachte. Nein, da, zurück. Dann da rauf. Ja, dann da rauf. Ja, die scheiß Klimaanlage hat keinen. Nee, wir gehen nicht weiter. Verdammt, hat keine Collision Box. Der Scheiß, die Klimaanlage hat keine Collision Box. Nimm das Regal und drückt sie. Oh. Guter Punkt. Nein. Ja. Okay, bist du nicht. Gut, Ziffig, jetzt warte, so immer noch schnell eine Schachtel. Kaffee. Okay. Ja. Warte mal. Mit die noch mit da hier. Mit die komme ich da noch oben. Ja, scheiße. Dann brauchen wir nur eine Regalschachtel, es hilft uns nichts. Jetzt müsst ihr mit tüfteln lassen. Jetzt wird tüftelt. Da, jetzt wird tüftelt! Kriege ich die Schachtel da auf. Oh. Na! Umgefallen. Das ist nicht so schlimm. Die nehmen wir mit. Da haben wir schon herum. So vielleicht. Ja, die frisst er nicht. Kann hier nicht geworfen werden. Das kann hier auch nicht geworfen werden. Machen wir so. Nee. Grütze, fix. Jetzt pass auf. Nummer. Stellen wir diesen noch wieder her.
Das nehmen wir da oben. So. Das pass auf. Ah, da ist. Ja. Ja. Oh! Ja, nein. Nein. Oh! Nein, ich spring doch nicht selber. Der springt da, ja, da ist schon irgendwas komisch. Es ist schon irgendwas komisch. Ja, so. Ja, ich komme mich halt auch nicht ducken, gell? Ja, ja, na. Okay, probieren wir es an anderen Leuten. Los. Schauen wir, wie wir da raufkommen. Los, was da los? Der sogenannte God-Mode. Achtung. So. Ja, das funktioniert natürlich nicht, weil die Auflagefläche zu klein ist. Ja, vor allem, weil das Ding wahrscheinlich schräg ist. Warte mal, haben wir die anderen Schachteln noch? Ja, das ist how the game was meant to be played. Was kann ich dafür? Könnte man irgendwas auf? Wie kann ich das da? Oh, this was a so-called Pro-Gamer Move. Jetzt nehmen wir die Schachtel von da oben runter. Ja. Jetzt passt du Obacht. Jetzt passt ihm du Obacht. So, haben wir noch eine Regalschachtel. Gibt es noch eine größere Schachtel? Was passiert, wenn wir Kasse abbauen? Damit die bergeln. Ja, die können wir auch nicht mehr. Das ist wurscht. Das ist wurscht. Du, das ist ja mir wurscht. Gehen wir da einfach. So. Ja, scheiße. Programmer kriegt das ja zweimal, das ist klar. Hallo? Nein, nicht eine! Überall Collision Boxes! Da! Ich mag jetzt auf das Haus da rauf, ey! Du Was ist denn das niedrigste Drum, wo man noch schnell was hinbauen kann? Da haben wir schon ein wenig Zeit. Aber, ja, ich weiß. Was fangen wir den neuen Tag an? Dann haben wir nämlich Geld und können noch mal Sachen herbestellen. So! Michael, du bist raus! Ich brauche jetzt die billigsten Mehl, die da sind, mit den größten Schachteln, die da sind. 200 ist das billigste, oder? Ja sicher, dann kaufe ich das einfach 10 Regale, du Zipfelarm. So! Regale, kann man nie. Kann man nie genug haben. Da schau her. So! Sollen wir den Plan noch mal verfolgen da? Oh, nein, das wollen wir nicht. Oh. So, mein einziger Plan war, so viel Geld zu verdienen, dass ich einen Turm bis da aufbauen kann. Nochmal. Ja, aber du kannst halt nicht 3 stapeln, gell? Das heißt, du musst da hier. Nehmen wir den, wir haben auch noch unsere ganze Einrichtung haben wir auch noch. Ja, ja, ja. Ja, mit genug Geld darf es gehen. Mit genug. Ja, du musst halt auch jedes Mal wieder dir Treppen bauen. Und das ist das, was so viel Material kostet. Dass das jetzt leider nicht auf die Schnelle geht. Aber ja, kriegen wir schon hin. So, warte mal. Haben wir noch ein paar Möbelstücke, haben wir ja noch. So. Ist bloß die Frage, ob die irgendwann mit Absicht zum Kippen anfangen. Gibt es irgendein niedriges Gebäude? Nicht wirklich, gell? Das ist eines der niedrigsten da. Wenn wir kurz berechnen, bis zum ersten Schiebe brauchen wir 4 Schachteln. Das heißt, wir brauchen nochmal 4. Wenn wir 4, 8. Dann brauchen wir sauber 2. Schaffen wir nicht, klauen uns Kohle nicht. Aber wir probieren es. I don't give a shit. I don't give a shit! Oh. Na, wieso kann ich. Da kann ich es nicht platzieren. Ach, am Randstück kann ich es nicht platzieren. Ja, gut. Chef, oh, einen Kredit haben wir auch noch. Stimmt. Jetzt ist die Zeit gekommen für den Kredit. Da kann man irgendwie. Käme ich von
da. Kann ich mir irgendwie selber Treppen bauen und die anderen wieder abbauen von oben? Naja, das, wenn einmal umfällt, ist die ganze Zeit beim Teil. Aber er fängt da schon zum Spaten an. Oh, das tun wir nicht nochmal. Wieder her damit. Das müssen wir da herzeigen. Komme ich auf 2? Oh, ich kann auf 2 springen, das ist gut. Komme ich da um? Oh, okay, das macht's noch. Oh, ja. Ja. So, jetzt geht's mir hier da. Da haben wir noch 2. Ja, das hilft mir trotzdem nichts. Ich muss trotzdem nochmal weiter hinten noch. Nein, Kruzifix, du Arschloch! Sagst du nicht, dass ich einen Turm baue? Taxifotze! Okay, passt. Mein Gott, jetzt. Na, wie, du fährst meine Schaden. Ja, das möchte ich überhofen, finde ich. So, jetzt brauchen wir mehr Regale von drin. Ja, tust du mit das Ding ein, das braucht eh keiner. Tun wir das hier. So, wieder zusammenbaggelt, fährt mit dem Schund. So. Ja, dann müssen wir. Da müssen wir vielleicht. Tun wir. Platzieren wir das da so. Das müssen wir nochmal sauber bauen. Der Unterbau ist wichtig. Unterbau ist wichtig. Was ist da damit? Achso. Damit das nicht irgendwann umfällt und dann haut es alles zusammen und dann weißt du, was es ist. So, Sammy, du bist jetzt raus, ich brauche die Kasse! Kennst du selber wieder nicht! Verwaltung, einstellen, feuern! Ihr seid beide raus, ihr Kasperl-Kepf. So. Kaufhaus, machen wir es so. Das passt ja oft. Ich komme ja da auf 2 auf. Wir müssen sowieso da herfahren, viel herbauen. Viel her noch bauen, da fällt es noch himmelweit. So, nehmen wir mit. Und ich kann immer von 2 auf 4 auf 6. Ja, genau. Eine mehr und ich komme nicht mehr weiter. So. Ja, gut, sehr gut. Ich hoffe, unsere Pläne gingen auf. Ja, was haben wir schon da? Was haben wir da? Und dann haben wir da. Fassbar weit haben wir nicht mehr. Tu dich mal nicht runter. Tu dich mal nicht hinunter. Was ich jetzt zum Beispiel probiere, ist folgendes. Wo du in die Fenster stehen? Nein. Wird's Fallschaden? Nein. Manuel schreibt Birger Servus, schreibe ich auch Servus. Da kann man springen. Könnte man, aber man kann nicht so weit springen. Aber ist wurscht. Haben wir schon noch ein paar Schachteln da. Der zieht nicht runter. Ja, hilft nicht. Muss ich da noch mehr einbauen. Das hilft nicht und dann werde ich wahrscheinlich noch mehr bauen müssen. Und dann genau da geht es wahrscheinlich ums Arschlecken nicht aus. Weil so viel haben wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich überlege gerade, wie ich das überbrücken könnte. Wie könnte ich das Komm mal auf den Baum. So, okay. Ja, aber nicht gescheit. Er ist nicht sehr berechnend, der Baum. So. Ja, mehr Regale. Scheiße, das wird ums Arschlecken nicht ausgehen, das ist sehr schade. Schade, dass man die nicht hochkant tun kann. Verdammt! Gehen wir mal nur weiter. Wie weit, dass wir kommen. Waren eigentlich dann unsere ganzen Artikel? Haben die da noch drin? Weiß ich nicht. So. 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 Ja. Kriegen wir schon. Tun Sie sich nicht hinunter. Ja? So. Jetzt muss ich nicht mal was probieren. Ja, nein. Mag ich doch nicht probieren. Nein, mag ich nicht probieren. Ja, ich kann halt von da nicht mehr. Ich muss zurückgelangen können. Kredit nicht vergessen, ja, genau. Ja, eins können wir uns selber auch noch kaufen. Gehen wir mal da. Oh, ja, wenn ich halt ohne Rumpel fällt alles um.
Langsam Säge. Was ist denn da jetzt? Ich muss sowieso. Hoppla. Kann da nichts hinstellen. Kruzifix, du mir den Scheiß da wickert. Hätten wir mal die Schachteln zusammengerannt! So. Gut, dass die Autos das Zeug nicht zusammenfahren. Hm? Ja. Wunderbar. Haben wir da noch was drin? Ja, da haben wir auch noch eins. Schau hier. Schau hier. Ah, das schaut schon stabil aus. Aber das schaffen wir. Brauchen wir nochmal so viele Schachteln. Wir brauchen einfach eiskalt nochmal so viel Schachteln. Oh, 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 nicht umfallen! Nicht umfallen! Ah! Nicht da zusammenstehen. Dann taten sie nicht so umfallen, das stimmt. Aber uns gelangen die Ressourcen nicht. Jetzt kauft man mal alles zusammen, was wir kaufen können, damit wir überhaupt sehen, wie viele Schachteln das machen. So, Bank, Darlehen, Rückzahlung, tägliches Interesse, tägliche Zahlung, Darlehen, mittlerer Kredit, Rückzahlung 3. Was heißt denn das da? Ach so, das ist bloß die Laufzeit, die ich da ändern kann, oder? Basiskredit, mittlerer Kredit. So und so. Und dann machen wir 3000 haben wir. Das heißt, wir können. Pass auf. Markt, ist ja wurscht, was für Regale, dass wir kaufen. Kaufen wir einfach die da. So. 2000. Kaufen. Und dann kaufen wir 5 von denen. Kaufen. So, jetzt sollten wir ein paar mehr Schachtel. Ja. Ja! Kriegen wir schon! Ich geh halt nur auf das Haus da rauf, ey! Kostet was so viel! Ich weiß nicht, ob es gelangt, aber wir werden sehen. Das ist so geil dumm. Das ist schon wieder feil. Oh, der ist ein wenig schief. Der ist ein wenig schief, aber das kriegen wir schon. Das kriegen wir. Wieder, oh, ja genau. Das darf halt nicht passieren. Das darf halt nicht passieren. Geht? Hopp. Ich habe gerade ein gutes Spielprinzip gefunden. Ah! Nein! Oh. Tja, und so haben wir bis um 5 vor 10 Uhr einen Stream auch noch irgendwie vollgekriegt. Das darf schon gehen. Wir müssen es, ich glaube, selbst bei Natter zusammen, weil die irgendwann sich. Ich glaube, das haben wir ja oft auch beim Bestellen gesehen. Sobald 8, 9, 10 Schachteln, egal welcher was überhaupt keinen Sinn macht, dass es umfällt, dann wird es so jiggly, dass es mit Absicht umfallen. Vielleicht genau darum. Bloß kann ich mir nicht vorstellen, dass an das denkt worden ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder irgendeine andere Bude, wo wir uns vielleicht auflieren können. Aber wahrscheinlich nicht. Schade, das mit den Treppen war geil gewesen. Das hätte uns sehr viel Weg gebracht, ohne dass wir Schachteln brauchen. Aber man kommt da nicht rein, da ist eine Collision Box rundum.
Haben wir da hinten? Vielleicht haben wir irgendwelche Easter Eggs. Nein. Mich würde jetzt mal interessieren, was tut denn so ein NPC? Das mag ich jetzt noch schnell herausfinden am Schluss. Was tut denn so ein NPC den ganzen Tag? Ja, dem schauen wir jetzt zu. Das darf mich jetzt interessieren, so zumindest ein paar Minuten. 2-3 Minuten. Was deren die? Pimmeln die da die ganze Zeit im Kreis umeinander, verlieren dann irgendwo eine Tüten und dann kommen sie wieder und kaufen ein oder gegenüber in der Gasse. Meinst du, dass da irgendwas ist, wo man einfach. Oh, warte mal, da hinten ist ein ganz niedriges Gebäude. Ist doch sauniedrig da. Bis jetzt die Schachteln alle da hinten rein. Ne? Das ist auch nicht mehr oder weniger, weil du kommst auf die Scheißleitern nicht auf. Das da einen Haufen Arbeit sparen. Direkt vor an der Leiter und nicht an der Treppe vielleicht. Nein, du kommst nirgendwo auf. Du meinst da. Das hätte mir jetzt hätte ich vielleicht kurz einen Schlaganfall gekriegt, wenn ich da was aufgehe vorne hätte. Kämen wir niemals auf. Und wenn dann brauche ich 5 Stunden, bis ich die scheiß Schachteln da umkram, da man sie bleppen oder. Nein, schade. Aber wenn du ein paar Stunden Zeit nimmst und 110 großen Schachteln hast, dann kommst du auf. Ich glaube, es kann funktionieren, wenn du den Zwischenplatz nicht lässt, wie jetzt ich, dass wir halt genügend Schachteln haben, um überhaupt aufzukommen, sondern wenn du die wirklich aneinander, wenn es jemand daheim nachbauen möchte. Achtung, Lissi, ich hab dich schon wieder übersehen! Bevor du den Zeigel wegräumst, spielst du lieber eine Stunde damit. Ja, natürlich! Das machen wir halt morgen. Und zwar so. Pass auf. Ich meine, die meisten werden wissen, was ich meine, aber so. Ich sag nicht genau, wo ich sie platziere. Wissen Sie, das ist rot? Also, wieso ist das jetzt rot? Was soll denn der Krampf jetzt da? Was ist denn jetzt? Haben wir jetzt ein Spiel ganz aufgehackt? Kann ich es nicht mehr weg tun? Was ist denn jetzt? Ich hab nichts da. Jetzt geht's mir. Was ist denn? Was ist denn jetzt? Jetzt mag's nicht mehr. Das kann ich nicht werfen. Mehr. Ist vorher auch gerade gegangen, ich kann es nichts mehr hinstellen. Warum nicht? Siemens Luftkühlschrank da. Meine Damen und Herren. Das Überbleibsel. Screenshots ist es euch. Vom legendärsten Supermarkt der Welt. Edeka Birge. Wir hassen Lebensmittel. Und unsere Kundschaft genauso wie unsere Lebensmittel. Das war mir ein Fest. Es ist ein super guter Simulator. Es ist ein super guter Simulator. Aber, was heißt aber? Das ist jetzt kein Aber, um Gottes Willen. Aber unerwartet gut. Das kleine Aber ist jetzt halt in Streamform, wir haben jetzt alles gesehen. Ab jetzt ist es wirklich bloß noch, kauf ein, füll auf, wart bis der Doku ist. Und das die ganze Zeit. Ist ein guter. Und das war's jetzt. Und da muss jetzt nachgeliefert werden. Das Ding hat Potenzial nach oben ohne Ende. Da kannst du so viel geilen Scheiß machen. Also Polishing natürlich von vorn bis hinten, dass die Leute nicht so komisch ausschauen. Ein bisschen Lightning, ein bisschen, dass das noch was ausschaut, dass man selber noch dekorieren kann. Dann war es natürlich nur das Allergeilste, wenn die Dekoration einen Einfluss auf die Geschäftsqualität hat und wie viele Leute kommen und dass man Werbung machen kann und dass man Fernsehwerbung machen kann und dass man Prospektwerbung machen kann, dass man ein Bällebad machen kann, dass man Sachen reduzieren kann, das dann noch mehr Leute allgemein ins Geschäft, so, dass man die Wirtschaftssimulation nur ein bisschen mit einbringt. Und, also ohne Scheiß, das Ding hat Potenzial bis durch die Decke. Da das aber wahrscheinlich wieder irgendein so einer wie ich macht, ja, wie die letzten 6 Wochen in Unreal umeinander pimmeln, hab nicht so wirklich Ahnung, was ich da tue, wird es wahrscheinlich schwierig. Ein gestaltbares Logo, sein Supermarkt benennen, ja, um da einfach ein bisschen mehr Leben reinzubringen. Animationen, da kann man sich welche kaufen, die haben nicht wirklich teuer. Aber man macht es halt da, ich weiß nicht, ist das in Unity oder in Unreal gemacht? Ich weiß nicht, wie in Unity das läuft.
Ja, mit Meta-Humans und so weiter, die daten alle unterschiedlich ausschauen und wie echt. Lauter narische Scheiße. Und. Da tat mir platzt der Kopf vor lauter Ideen bei dem Ding. Es ist eine richtig geile Idee, die ich nicht gekommen habe, sehen, dass die so viel Spaß macht. Aber ja. Kundenkarten konzipiert. Ja, lauter so ein Scheißdreck. Das kann bis ins Detail gehen, dass du einen Vogel kriegst. Weil jetzt ist die Gameplay-Loop, die ist durchgespielt. Sagen wir es, wie es ist. Du tust den ganzen Tag nichts anderes mehr wie ins Regal schauen. Das brauche ich. Bestellst, rammst das Regal ein und das war's. Das war's. Aber der Weg bis dahin ist cool. Ja, das fängt sofort an zum Fixen. Ich wisse jetzt nicht, warum soll ich mir jetzt noch die nächste Lizenz kaufen mit noch mehr Artikel, dass ich noch mehr zum Auffüllen habe. Wieso? So. Ja, das Ding vor der Nase feit mir jetzt persönlich so ein bisschen. Aber bis hierhin echt witzig. Weil einfach die Freischaltspirale kickt so ein bisschen. Bau einen Skateladen-Simulator. Und jetzt mach einmal einen Laden auf. Ich habe einen Laden gehabt, 8 Jahre lang, aber sagt es kann. Baue einen Skateladen-Simulator. Das ist ja, ich meine, das Prinzip ist ja das gleiche. Das ist ja dann das nächste. Da kannst du dann einen Skin drüber packen und ist ja der Skateladen mit Artikel zum Einrahmen und kein Drogerieladen oder allgemeiner Supermarkt. Mods gibt's. Ja, weiß ich natürlich, dass es Mods gibt, aber sowas ist nicht die Aufgabe einer Mod-Community. Und ich finde immer noch die Mods, die da das Leben erleichtern. Warum soll ich denn die installieren so? Da habe ich gar nichts mehr zum tun. Dann muss ich noch nicht mehr in die Regale einschauen und schauen, was brauche ich, was tue ich denn dann? Schau in den Computer, das brauche ich, okay, da kann ich mir Excel-Listen bauen und in jetzt kannst du einen Einser einschreiben, bis ich miert wird. Das ist das Gleiche. Da bin ich vielleicht ein bisschen anders, keine Ahnung. Na, du sollst auf Open Achso, ich soll auf Open umstellen. Open! Wasser for free! Meine sehr verehrten Damen und Herren und ganz viel Schadel, ich kenn's alle um. Was passiert denn dann eigentlich, wenn es keine Kasse nicht gibt? Was tust du denn dann? Du schaust aus wie ein potenzieller Kunde. Nein, Wasser? Nix für dich? Okay. Schaust aber auch ein bisschen aus wie der Michi. Michi, wo arbeitest du jetzt? Bei Porsche oder was? Was denn hat so gern? Die gehst dann rausgeworfen, der Trottel. Mir ist das Geld nicht verdienen. So, was mit dir? Harry Piotr. Harry Piotr! Hello and welcome to Edeka Billard. Ach, Moment mal. Sind's die Schachteln, die in Eingang? Nein, die haben wir da nachgeworfen. Die Kassen sind voll! Aha. Hey, Bruder, sagst du da irgendwo eine Kasse umeinander stehen? Ich nicht, ich sag da hinten am PC und eine Miete. Ah, die möchte eine Nudel, das wundert mich überhaupt nicht. Und jetzt meine ich langsam. Pfiat denen gut. Gut, Spiel. Im Großen und Ganzen ein gutes Spiel. Vielleicht kann man sich das je nachdem, wie es sich weiterentwickelt, ich habe keine Ahnung, in einem Jahr oder in 2 mal nochmal anschauen. Ja? Bis dahin hat es, glaube ich, 2,5, bis jetzt, ich sage mal, bis jetzt um 9:30, bis wir es halt durchgehauen haben im Prinzip, hat es, glaube ich, 2,5 der besten und für mich unterhaltsamsten Streams seit Ewigkeiten ausgeworfen und damit habe ich nicht gerechnet. Null. Ich weiß noch genau den Moment, wo ich vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen da gesessen bin und dann mir denkt, so, jetzt habe ich das Ding ins Regal gerannt, jetzt kommt da eine Kundschaft, möchte Geld von mir und das war's. Das ist ein Witz sein. Oh Mann. Ich glaube, ich habe sehr viele Leute damit angefixt. Das mache ich nicht absichtlich. Ich kriege da nichts dafür, es ist halt wie es ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Was hat er kosten? 10er? 12 Euro, irgend sowas. Da wenn du 10, 20 Stunden spielst und die hast leicht beieinander. Wenn du dir auf den Grind, ab der Stufen, wo wir mir jetzt da sind, nur ein bisschen einlässt, hast du dein Geld wieder herin. Nice. Nächste Woche Montag spielen wir einen Hairdress Simulator. Das ist ein Friseur-Simulator. Das kann nur gut werden. So, ich mache jetzt da zu. Das mache ich zu. So, schauen wir gut aus. So! Bevor sie jetzt wieder alle schreien, weil das Gameplay vorbei ist. Vielen Dank für die Zuseherei. Danke fürs Liken, danke für die ganzen Donations. Das war sauber zwei heute wieder mal. Herzlich willkommen an alle neuen Mitglieder. Kuss auf die Nuss. Kriegt nochmal die Privattröte, wenn ich die Tröte jemals noch mit. Ich habe ihn sicher nicht geworfen, okay, dann halt nicht. Du hast dann Fabio seine Donation übersehen. Wo ist der Fabio? Fabio! Tatsächlich. Wie ein kleiner Bub mit seinem Lego. Baut er einen Millennium Falcon. Ja, da glaube ich, da haben wir nicht genug Schachteln. Bin mir nicht sicher. Fabio! Merci dir. Sorry fürs Übersehen, wenn ich irgendjemanden übersehen habe. Kuss auf die Nuss. Vierte Bierger war super unterhaltsam. 7 schlaf gut. Herr ist Nick, hauen Sie sich hinein.
Projekt, Fragezeichen. Ich habe übers Wochenende nicht so viel da wie über die letzten Wochenende, aber es gibt jetzt halt bei mir im Projekt gibt's freischaltbare Waffen. Unlocks, die da aufgespeichert werden, das ist neu. Ist noch nicht ganz fertig, aber es funktioniert. Und ich habe angefangen mit der Map-Generierung. Und das wird mir eine ganze Zeit lang aufhalten. Das wird nicht ganz einfach, weil ich nicht weiß, wie ich es am schlausten mache, dass das performant funktioniert, dass das richtig funktioniert und dass das passt, so wie ich es mache. Und da werde ich erstmal sehr viele Maps von Hand bauen, bis ich überhaupt einmal weiß, was mir überhaupt für ein Map, was funktioniert, wie soll denn der Generator dann am Schluss ausschauen und so weiter. Aber geht schon voran. Und den nächsten, ganz ehrlich, im Mai werde ich nicht recht viel dazukommen, so ins Projekt hineinzusuchen, dass da recht fett Progress geht, weil ich mich eben ich habe dann jetzt gar keine Zeit mehr. Wenn Kirch daherkommt, ist Schluss erst einmal. Für Minimum 2 Wochen ungefähr. Northerus! Schluss! Grüße an die Schweiz. Quid Nachtbierger. Sagt man das in der Schweiz so? Ich habe keine Ahnung. Oder hast du nur verschrieben wieder? War wieder sau lustig, sehr lustig gespielt, danke. Weiter so. Ja gut, weiter so mit der Supermarkt Simulator war heute das letzte Mal für eine etwas längere Zeit. Das können wir uns schon mal irgendwann wieder oder. Aber da müssen erst einige Patches und Neuerungen durchs Land gehen. Dankeschön. Aber wir bleiben bei den Simulatorwochen. Wir greifen jeden Scheißdreck raus und vielleicht haben wir nochmal Glück. Der Gym Simulator war auch nicht so schlecht. Aber der war irgendwie gefühlt schneller durch als der Supermarket Simulator. Und das, glaube ich, habt ihr so aufgefasst. Ja, es waren die letzten 2 Wochen. Waren jeden Montag da herin. Heute waren es jetzt nicht 1800 Leute, aber letzte Woche waren es 1800 Leute, vorletzte Woche waren es 1700 Leute. Ein kleiner Short habe ich draus gebastelt, der kommt auch überall ganz gut an. Das war, muss Spaß gemacht haben. Sowohl mir als auch euch, dann passt das und ist ein Gemeindewiss. Viel Spaß mit dem Küchenaufbau-Simulator. Ja, das ist eigentlich, ich glaube, das Küchenaufbauen wird gar nicht so der Stress, sondern eher den Raum ausreißen und kernsanieren. Das wird der Stress. Das wird richtig, richtig asozial. Der Northerus schreibt, freue mich schon mal auf den Hairdress Simulator. Ich weiß gar nicht, ob er so heißt übrigens. Aber es ist, nehmen einen Frisesen-Sim. Haben wir jetzt einen Dope für den umgefallenen Turm? Nein, was ist das für eine Theorie wieder, Maxi? So nicht. Schon mal Papers, Please gespielt? Ja, da haben wir, wie heißt das andere? Die 3D-Version davon? Contraband Police oder irgendwie so. Steht auch auf der Liste. Also die Liste der Simulatoren ist sehr lang. Bis endlich wieder, was heißt endlich wieder, es kommt demnächst was mit Hellblade 2. Gut, sehr fix. Verzeihung. Es kommt demnächst was mit Hellblade 2, ja, aber momentan ist einfach so ein bisschen Sommerloch. Ja, es steht unmittelbar vor der Haustür und das haben wir letztes Jahr schon so gemacht, haben wir Indie-Games gespielt, was wir auch wieder da werden. Wir werden jetzt nicht das ganze restliche Jahr Simulatoren spielen, außer sie machen Spaß. Immer wieder ein bisschen Abwechslung, muss sein. Bis wir wieder neue, größere, gute Spiele kommen und dann schauen wir weiter. Halbdritt Nachschau-Squad ist da. Herr Leucher, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich möchte immer nur ein Hausflipper 2 sehen. Kommt auf die Liste! Kommt auf die Liste! Gibt auch noch einen Gym-Manager. Ja, der ist wahrscheinlich dasselbe. Ja, ich spiele sie dir anders groß. Ich muss ihn immer anschauen. Der muss sich schon gescheit anders spielen, dass ich mir den anderen Gym Simulator auch noch anschaue. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Der Dampfler hat es recht schick gesagt einmal, das Problem an den Simulatoren ist, wenn du einen gespielt hast, hast du fast alle gespielt. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so ist. Nach dem Supermarket Simulator wird jetzt schwierig, eine sehr Simulation zu finden, die nochmal so viel Spaß macht. We will see. Reise oder Race oder wie auch immer. Gibt es eigentlich schon Kandidaten für den Oktober? Schon mal gut nach, da denke ich jetzt nicht drüber nach. Da bin ich noch sehr dankbar dafür, dass da nur ein halbes Jahr hieß. Nein, es gibt nun, ja, Madison 2. Es war irgendwann einmal die Rede, dass Madison 2 rauskommt. Bloß bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob da Madison VR gemeint ist, also dasselbe Spiel, bloß in VR. Und das werde ich nicht tun, ihr könnt es mir anschlecken. Nur dazu hat das keinen Teleport nicht, glaube ich. Das kann ich gar nicht spielen, ohne dass ich sprichwörtlich herkotze. Also ganz ehrlich, so viele Schockmomente in dem Spiel haben sie in mein Hirn hineingebrannt. Dass das wahrscheinlich nicht mehr... Das war halb gespielt, wenn ich da erschrick. Das mag ich nicht, das mögt ihr nicht. Taxi-Sim, das wäre was für die, da musst anständig fahren. Ah! Schau mal.
Alle Vorschläge bitte für Simulatoren oder andere Aufbauspiele. Habe ich auch mal wieder Bock. Spätestens nach Mittwoch, wahrscheinlich nach Manor-Lords, dürstet es mich wieder nach Aufbauspielen. Bin ich mir sicher. Cooking Simulator 2 kommt, glaube ich, dieses Jahr noch raus. Gibt es einen Cooking Simulator 2 nicht sogar? Ist das nicht dieser Jump-and-Run-Teil, was eine absolute Themaverfehlung ist? Den habe ich den nicht mit dem Dampfler miteinander gespielt sogar? Und war ein totaler Fail? Cooking Simulator 2. Cooking Simulator 2, Better Together. Wollen wir schon schauen? Cooking Simulator is back, bigger, better, bla bla bla. Bald verfügbar. Okay. Warte mal. Okay. Ja, den werden wir uns sowas von reinrendern, das ist aber sowieso klar. Und wir gleich mal auf die Wunschliste packen. Am Spieltest von Cooking Simulator 2 Better Together Time. Ja, das mag ich noch nicht. Ich mag mir das Spiel nicht versauen, wenn es halb fertig ist. Das mag ich nicht. Aber das schaut richtig gut aus. Ordentlichstes Grafik-Update. Das schaut richtig anständig aus. Dann habe ich mich wieder da. Ich nehme alles zurück. Ich weiß nicht mehr, was wir mir dann da gespielt haben damals. War irgendein Ableger von Cooking Simulator oder so. Bitte ein Cooking Sim VR. Haben wir schon mal gemacht. Anstrengend. Wird mir auch schlecht. Auch wenn man sich teleporten kann. Schwierig. Ah! Warum fängt ihr da jetzt mittendrin ein Video? Durch dein Maul! Kirchzling! Ja, da ist halt Grafik auf einmal ganz hausig besser. Was heißt besser? Liebevoller gemacht, detaillierter, aber nicht detaillierter. Ah, schaut gut aus. Ja, da werden wir mal ein Auge drauf werfen. Eine Rennen ins Viech. Birger Koch 2.0. Oh, Döner-Simulator kommt da. Der Brauereisimulator. Ja, natürlich müssen wir den spenden. Ja, klar. Kriegen wir schon. Hätte es nicht COD Zombies gespielt? Nein, das war mit dem Vollgerät. Oder habe ich Vollgerät gesagt und wollte Dampfler sagen? Ich weiß es nicht mehr. Bergdoktor 2 war ein Jump'n'Run-Blödsinn. Ja. Kebab-Chefs passt für die. Warte mal, schauen wir mal schnell. Kebab-Chef, ist das ein Spiel? Ja, Kebab-Chefs, da, Restaurant-Simulator. Muss man da sauber einen Döner zusammenbauen, oder was? Ist das Einzelspieler, Online-Koop? Naja, ich seh's schon. Ja, Alter, da haben wir so viel Scheißdreck zum Ausprobieren, der mit Sicherheit saulustig ist. Nicht auf Dauer, aber für so einzelne Streams dazwischen, wir jetzt den ganzen Sommer sowieso vollkriegen müssen, weil es gibt nichts, wo man mal wieder 4 Wochen ohne spielen, so wie jetzt mit Uncharted in jüngster Zeit oder mit, was war da vorher? Spinn jetzt. The Last of Us 2, was wir von November bis Mitte, Ende Januar gespielt haben. Und jetzt ist halt schon wieder, Alter, es ist Ende April, es ist fast Mai. Am Mittwoch ist Mai. Das verfickte Jahr ist halb fast vorbei. Wo ist denn das hin? Wo ist das hin? Was soll das? Birger, YBO lesen. Bergdoktor 2 war Jump'n'Run-Blödsinn. Ich habe YBO gelesen. Ich glaube, je länger der Stream dauert, hängen einige von euch wieder massiv hinten neu. Weiß nicht, was da los ist. Workers and Rescues. Was? Workers and Resources, nicht Rescues. Ich kann es gerade lesen. Soviet Republic? Kann das heißen? Ich weiß es nicht. Was machen Zeitsachen, Herr Bönig-José? Genau das. Das Jahr kann gar nicht schnell genug vorbei sein. So schlimm, glaube ich. Der Birger, was ist es aus dem Snowrunner geworden? Nicht recht viel. Stückt mir nicht. Habe ich das Gefühl, in dem Spiel habe ich alles gesehen, was es zum Sehen gibt. Das neue Hänger liegt nicht an der Streamlänge, sondern am Promille-Spiel. Das kann auch sein. Warum fängt ihr da immer mittendrin ein Video? Sag mal, ich mal jetzt das Ding zu, leg mir doch am Arsch dann. Und was wir heute einmal machen, seit langer Zeit, wir haben heute einmal früher auf, nicht erst um 3/4 oder 11. So schaut's aus. Früher war um 10 Uhr, hat sich auch keiner beschwert. So sieht's aus, Kinder. Da hat man jetzt da mit gewollt irgendeinen Scheißdreck umeinander labern. Freunde der Sonne, wir singen mal unseren Micker. Ich wünsche euch vorab einen schönen Feiertag. Da ist am Micker der Feiertag. Natürlich singen wir uns am Feiertag. 20 Uhr, Männerleute. Dafür kann es passieren, dass wir am Mittwoch wieder bis um 11 Uhr eskalieren. Und nicht labern, sondern spielen. Das kommt ganz auf spät drauf an. Schauen wir mal. Who knows? Nächste Woche singen wir uns mit dem Friseursimulator. Der wird mit Sicherheit behindert und gleichzeitig lustig. Und sonst weiß ich jetzt auch nichts. Projekt gibt es insofern zum Berichten.
Du musst Kich vorbereiten. Okay, das ist das Einzige, was man durch den Kopf hat momentan. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe überhaupt keinen Bock. Du hast keine Ahnung, wie lange dass ich die Kich schon geschoben habe und ach ja, was das ist. Was das ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Freunde der Sonne, des billigen Alkohols und des preisreduzierten Pedobär-Müslis. Es war mir ein Fest und ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Es ist mir stets ein Fest, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, Sie belustigen zu dürfen und ich ziehe meinen imaginären Hut vor Ihnen. Ich wünsche Ihnen morgen einen schönen Tag. Kommen Sie gut in den Feiertag hinein. Wer keinen Feiertag nicht hat, sollte sein Leben überdenken. Kuss auf die Nuss. Vielen Dank für die ganzen Donations an alle. Ein herzliches Willkommen im Squad, die neu sind. Dankeschön an alle, die resubben und die immer noch dabei sind. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich wünsche mir ein Hashtag Brot in dem Chat. Jetzt muss ich Tröte doch nochmal 4 rein. So. Tröte 4 rein. Und dann wünsche ich Ihnen was. Wir sehen uns am Mittwoch 20 Uhr. Meiner Leute, da glaube ich, haben wir ein richtig gutes Spiel. Da ist mal wieder weniger Blödsinn, mehr Gameplay am Start. Und jetzt wünsche ich euch was. Hauen Sie sich hin. Habe! Ich freue mich jetzt richtig auf eine Rache. Schwarzes Landquinz. Oh, ich muss ihn irgendwie behindert schauen, was? Okay, tschüss!